Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren Ich kommentiere eure Kommentare Video. Ja Leute, diesmal eure Kommentare zu meiner Spielanalyse gegen Eintracht Frankfurt. 5:1 Niederlage. Knapp 300 Kommentare. Ja, wie immer werde ich natürlich nur den Hauptkommentar nehmen. Ich werde nicht auf die Diskussion darunter eingehen. Das können wir gerne im Stream machen heute Abend. Sonst wird das Video einfach ellenlang bei so vielen Kommentaren. Ja, damit gehen wir rein. Playboy. Ich muss als langjähriger Bayern-Fan echt sagen, dass ich mich aktuell auch mit keinem Bayern-Spieler so richtig identifizieren kann. Früher hatten wir mit der Achse Ribéry für absolute Charakterspieler, plus natürlich Levi im Sturm. Das fehlt mir einfach im aktuellen Kader. Etwas Hoffnung machen mir immerhin De Ligt und Kane. Ja, das ist ja so ein allgemeines Thema irgendwie aktuell, ne? So generationenmäßig. Ja, ich weiß nicht, unsere Führungsspieler sind ja Kimmich, Goretzka. Wenn Müller und Neuer nicht da sind, irgendwie. Neuer Torwart ist natürlich schwierig, da auch irgendwie Einfluss zu nehmen, groß. Wenn Müller da nicht auf dem Platz ist, ja, ist das Kimmich und Goretzka und ja, weiß ich nicht, da kommt für mich einfach auch zu wenig. Dass wir kein Ribéry-Duo mehr haben, ja, da haben wir auf jeden Fall geschlafen die letzten Jahre. Ja, ich denke, in Gnabry, in Sané, auch wenn Sané diese Saison bisher wirklich stark gespielt hat, auch ein Coman dabei, da fehlt es halt ein bisschen. Ne? Da müssen wir uns nichts vormachen. Und man hat zu lange einfach an den Spielern festgehalten, genau wie man es am Kimmich und Goretzka tut. Und ja, das ist aber ein allgemeines Problem, dass wir einfach nicht die Eier haben, egal welcher Trainer gerade da ist, den Jungs mal ein bisschen Druck zu machen. Ne? Es sind viele Spieler, die einfach immer spielen. Außer Müller, den man jetzt abgesägt hat. Ja, alles andere spielt immer. Da spielt es keine Rolle, welche Spieler auf der Bank sind, welches Leistungspotenzial da ist. Und das hat man über die letzten Jahre hin halt aufgebaut. Man hat viele Spieler verpflichtet, die dann einfach ignoriert wurden. Ja, deswegen hat man halt das, was man jetzt hat. Ne? Ja. Christian. Also ich habe mir vom Tuchel so viel erhofft, Leistungsprinzip, Taktik, Motivation, Kampfwille und so weiter. Dann wurde ich langsam stutzig und habe ihn mir noch schön geredet, nach den glanzlosen Siegen. Aber jetzt weiß ich auch nicht mehr. Sind es die falschen Spieler, der falsche Trainer oder beides? Das macht keinen Spaß mehr, Gefühl kann jeder Bayern an einem guten Tag schlagen. Ja, da ging es mir fast genauso. Ne? Also ich sehe das ganz genauso. Ich war auch super heiß auf den Tuchel und ja, eigentlich war das dann schon in der letzten Saison gelaufen. Ja, also da hat mich ein Tuchel schon maßlos enttäuscht und da habe ich schon gesagt, ich glaube, dass sich ein Tuchel da schon verbrannt hat, was die Mannschaft anbelangt. Und anscheinend scheint es ja irgendwie so zu sein. Ja, keine Ahnung, ob jetzt. Ich denke schon, wenn man jetzt 5, 6 Spieler austauschen würde, wäre Tuchel der richtige Trainer. Aber beim Teil der Spieler ist das einfach schon durch. Ja, ja, schwierig zu sagen. Ich dachte mal, denk mal, wenn Tuchel sich da hinsetzt und sagt, ja, wir haben das alles weitergegeben, die Mannschaft hat es nicht umgesetzt. Ja, dann hast du 2 Möglichkeiten. So, Punkt 1, das Trainerteam erreicht die Mannschaft nicht. Du tauschst das Trainerteam aus. Oder Punkt 2, du tauschst die Spieler aus, die angeblich unsere Führungsspieler sind und die Mannschaft zu führen haben und diese taktischen Werte dann auch weiterzuleiten. Ja, ich denke mal, das sind die beiden Möglichkeiten. Dass das irgendwo vorne und hinten nicht passt, ich denke, das hat die Saison ganz klar gezeigt. Ja, wir haben ein paar gute Spiele drin gehabt, aber auch die Siege vorher, vor den Dortmund-Spielen, war alles andere als überragend oder überzeugend. Ja, das muss man leider sagen. Ja, von daher wird das sehr spannend zu sehen sein, wie es da weitergeht. Keine Ahnung, Alto Betty, deinen Usernamen kann ich leider nicht lesen. Geile Leistung, SGE, sorry Bayern, aber heute war er sowas von verdient. Die erste halbe Stunde, SGE hat euch überrannt und die Meisterschaft bleibt dadurch spannend. Ich weiß, ihr Bayern-Fans hört das nicht gerne, aber eine enge Bundesliga wie letzte Saison
Wäre schon für die ganzen anderen Fans in Deutschland schon geil. Bis zum Rückspiel trotzdem alles gut und keine Verletzung wäre ja auch im Interesse der Nationalmannschaft. Ja, habe ich ja selber gesagt, dass der Sieg hochverdient war für die Eintracht und das ist auch so, da gibt's gar nichts dran zu deuteln. Eine spannende Meisterschaft, ja, sind wir immer für. Also ist das, was ich auch seit Monaten, Jahren predige. Ich habe lieber auch eine spannende Meisterschaft, ja. Und dabei geht's jetzt hier auch gar nicht um die Meisterschaft oder sonst was. Es geht einfach um das Auftreten unserer Mannschaft aktuell in dieser Saison. Also das war wirklich ein Grottenkick von uns. Da kann man nichts beschönigen. Was ich ein bisschen anders sehe als du, sind die Wechsel von Davis und Mazraoui. Beide waren grottig und Nus hat definitiv das 13 Uhr verschuldet. Von daher waren die Wechsel nachvollziehbar. Ansonsten Glückwunsch Frankfurt. Na klar waren die Wechsel nachvollziehbar. Habe ich da auch nicht abgestritten. Ne? Aber da musst du vorne trotzdem noch 2 Spieler gleich mit auswechseln. Punkt. So, es waren mehrere Spieler grottenschlecht. Nicht nur diese beiden. Also ich habe denen eine Note 6 gegeben. Also sollte man das daraus auch lesen können, wie ich die Spieler gesehen habe. Ansolian war das übrigens. Ja, der nächste User, das Team ist satt, nicht der Trainer. Auffrischung des Kaders in der Winterpause. Der ist gut. Das ist ein Herzchen für. Auffrischung in der Winterpause ist natürlich nicht möglich. Ja, da müssen wir nicht drum herum reden. Ich nenne dich Papi. Auf mindestens 5 Positionen müssen neue Spieler her. Wer immer wieder den Ball zum Gegner spielt oder den Ball nicht richtig annimmt, hat kein Bayern-Niveau auf der Position. Musiala über einen Monat nicht gekickt und direkt gesehen, dass er der beste Spieler auf dem Feld ist. Die lange Pause ist keine Ausrede. Fonse, Kimmich, Mazraoui, Koman, Opa sollte man dringend hinterfragen. Ja, man sollte die gestandenen, aber das ist ja, das habe ich schon am Ende der vorletzten Saison gesagt und am Ende der letzten Saison wieder. Ja, dass man diese Spieler austauschen sollte, so hart sich das anhört, oder halt diese Spieler in einen echten Konkurrenzkampf schicken sollte. Ja, beides passiert seit Jahren nicht. Ja, und dann sehen wir immer wieder solche Geschichten, wie wir sie sehen. Ne? Und ja, damit lassen wir's. Michael, ich war in Dortmund, nicht im Stadion, nur im Hotel. Alle hatten nach dem Bayern-Tor fast schon das Gefühl, das war der Ausgleich. Die kommen neu sortiert aus der Kabine und bringen das Spiel 3:4 nach Hause. Dass das nicht im Ansatz so war, zeigt für mich, dass Bayern wirklich in ihrer eigenen Klasse eine Liga abgestiegen ist. Das ist mehr als Defizite im Transfer, Fehler in der Taktik oder individuell. Das ist der Verlust von Souveränität. Da ist was kaputt gegangen, was aus Bayern-Sicht mit langfristigem Konzept repariert werden muss. Das gelingt aber nicht mit Trainern, die am europäischen Trainerwettbewerb teilnehmen, nach dem Motto, wer von uns hat die undurchschaubarsten Strategien, sondern mit jemandem, der für 3 Jahre nichts anderes sieht, als diese Mannschaft zu trainieren und aufzustellen. Ja, dass bei uns mehr im Argen ist, da müssen wir nicht drum herum reden. Das hat man letzte Saison schon gesehen mit den Niederlagen, die wir kassiert haben. Auch davor die Saison hat man das schon teilweise gesehen mit diesen, ja, immer wieder solche Spiele, wie es jetzt auch gegen Frankfurt war. Ist ja nicht das erste Mal, ja. Und da fehlt es halt einfach, wenn wir solche Spiele haben, fehlt es einfach an Führung. Ja. Es fehlt einfach an Führung. An jemanden, der das Heft dann in die Hand nimmt, der die Mannschaft wachrüttelt. Das fehlt komplett. Ja. Und es fehlt dann auch, dass man sich als Mannschaft dagegen stemmt. Das fehlt auch komplett. Man hatte nie das Gefühl, dass man jetzt sagte, ja komm, wir jetzt als Mannschaft geben Gas. Ja. Beispiel Stuttgart. Stuttgart hatte jetzt keine überragenden Spieler, die mega Weltklasse-Niveau haben oder sonst was, ja, aber die spielen einfach als Mannschaft super geilen Fußball. Ja, da sieht man, was möglich ist, wenn man als Mannschaft spielt. Aber dieser Mannschaftsgeist ist bei uns letzte Saison komplett verloren gegangen. Leider Gottes. Ja, er ist diese Saison ab und wann blitzt da mal auf, aber in großen Teilen der Spiele auch da ist kein Mannschaftsgeist zu sehen. Man hat so das Gefühl, wie ich schon sagte, du hast 11 Ich-AGs auf dem Feld. Das ist sehr traurig. Und ja, da gilt es dran zu arbeiten, da gilt es aber auch schon seit längerem dran zu arbeiten, was nicht passiert ist. Ja. Dann sind das so die Konsequenzen. Ja, klar, wir meckern wieder auf hohem Niveau, wir sind Nachholspiel dabei gerechnet, was wir noch lange nicht gewonnen haben gegen Union. Ja, ich denke, Union wird im Januar eine Ecke stärker sein, wie sie in dem Spiel gewesen wären. Bis zu einem Punkt hinter Leverkusen. Ja.
zum aktuellen Zeitpunkt. Also ist das natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber diese Leistung war halt einfach super enttäuschend. Kimmich, Kim, Mazraoui und Davies waren Kreisklasse die erste halbe Stunde. Jo. Bisschen. Muss ich sagen. Kam Bayern, hatte das schon gestern vermutet und so kam es dann auch. Super Vorstellung, Männer. Maximilian Fitz, jetzt schon absolutes Legendenvideo. Die Leistung von Bayern war gestern echt gleich Leistungsverweigerung. Nicht mal den Biss, wenigstens am Ende Schadensbegrenzung zu betreiben, wenigstens noch 1 oder 2 Tore versuchen zu schießen. Ja, was mich halt so maßlos enttäuscht hat, ich meine, du kannst ja echt mal, keine Ahnung, einfach mal einen Scheißstart haben. Du bist nicht da, du bist nicht wach. Liegst dann 3-0 hinten, machst das 3-1 vor der Halbzeitpause. Was ja dann eigentlich der Startschuss so ist. Komm, wir kommen raus. Wir kommen raus, Männer, als Mannschaft. Wir wechseln nochmal 2, 3 Mal, bringen frischen Wind rein und geben nochmal 110% und gucken, was noch geht. Ja. Aber genau das ist nicht passiert. Das war so für mich das Enttäuschende. Und dann nach 60 Minuten war das Ding durch, dann stand es 5-1 und abgehakt. Ja. Aber man hat es noch nicht mal versucht. Man hat keinen Müller gebracht, man hat keinen Musiala gebracht, man hat keinen Tell gebracht. Man hat die gleichen Kapsköpfe da drauf gelassen, die keine Leistung gebracht haben. Allen voran Choupo-Moting, was vorne angeht, und Coman. Was erwartet man dann? Ja. Und das meine ich halt auch mit davor her gesehen, so mal mit dem Leistungsprinzip. Alter, Choupo und Coman waren Note 6 unterirdisch da vorne, ja. Und du machst das 3-1. So, da ist er wieder. Ja, wie ich schon sagte, man macht das 3-1 und ja, müsste dann halt am Anfang der zweiten Halbzeit halt all in gehen. Und wir haben ja die Qualität. Ist ja nicht so, dass man sagt, wir haben die Qualität nicht. Wir haben Harry Kane da vorne drin stehen. Ja? Der hat aber einfach keinerlei Bälle bekommen. Also ja, war für mich super enttäuschend halt einfach der Start dann in die zweite Halbzeit. Tuchel hat Leon im Verlauf des Spiels die 10 mit seinen Fingern gezeigt, also war das Tuchels Anweisung schuld. Wenn wir mit dem Ball vorne an der Wand an Frankfurtern ankommen. Was macht er? Achso, da. Alter, was ist denn los? Was springt der denn weg? Wenn wir mit dem Ball vorne an der Wand an Frankfurtern ankommen, bleiben alle Bayern-Spieler einfach stehen. Tuchels Offensivtaktik ist Coman, Sané, Flügelwechsel, wenn es nicht läuft. Ja, und das Thema Einzelaktion. Ob er Leon im Verlauf die 10 gezeigt hat, keine Ahnung. Wenn das so war, ja, aber es war ja nicht am Anfang, ja. Die ersten 20, 30 Minuten, oder? Oder doch? Weil dann wäre es fatal. Später natürlich, ja. Mein Gott, aber Leon ist auch kein Zehner, Alter. Ja, Leon ist ja vieles, aber er ist kein Zehner. Und schon gar nicht ein Zehner, wenn der Gegner tief steht. Ja. MBW, gestern lief alles für uns. Und 0-0 auf Seiten der Bayern. Kann passieren, Jungs. Die Nordwestkurve hat auf jeden Fall Spaß. Ja, das ist schön, dass ihr Spaß hattet. Gianni Canzio, heute haben wir einfach das bessere Spiel gemacht, war ja oftmals schon andersrum. Geärgert haben wir euch aber immer mal wieder. Mal gucken, was im Winter passiert, wer kommt und wer geht, dann geht's wieder aufwärts. Ja, das hat bei uns ein bisschen tiefreichendere Geschichten. Aber mal abwarten. Bot, als ich Bayer, dein Name hatte ich gesagt, ne? Als ich als Bayer sage, danke SGE, ein Klassenunterschied in allen Bereichen zu unserer Mannschaft. Wer so eine Mentalität an den Tag legt, sollte auf keinen Fall gewinnen. Keiner unserer Spieler hat auch nur ansatzweise Leistung gezeigt. Man kann verlieren, aber so spielen ist eine absolute Frechheit gegenüber den Fans, welche verhältnismäßig viel bezahlen, um sich den Käse anzutun. Wir haben dieses Jahr schon so viele schlechte Spiele gespielt, haben keine großartige Lust mehr, das mit anzusehen. Reine Zeitverschwendung. Ja, ab der 60. war es dann echt schwer, ne? Da war ich auch kurz davor zu sagen, weißt du was, ich mach die Scheiße einfach aus, aber ich habe es durchgezogen. Weil ich kann ja schlecht hier meine Meinung dann sagen, wenn ich die letzte halbe Stunde nicht gesehen habe. Und ja, wir haben viele, viele schlechte Spiele gesehen. Die Ergebnisse haben halt über viel hinweggetäuscht bisher diese Saison. Ne? Ja, vielleicht wird die Mannschaft jetzt nochmal wach. I don't know, das werden wir morgen sehen. Das werden wir dann gegen Stuttgart sehen. Stuttgart wird ein richtig schweres Spiel werden. Ich habe das gestern gesehen gegen Leverkusen. Joa, das wird sehr interessant werden. Das wird nicht minder einfacher werden. Wenn du da wieder so eine Einstellung an den Tag legst, kriegst du wieder 5 Stück, Alter. Bin gespannt. Aber es kann ja auch nicht Sinn sein, dass du
keine Ahnung, erst immer so ein Spiel kriegen muss, also ein Spiel wie gegen Saarbrücken, um dann mal 3 Spiele gute Leistung zu zeigen, dann fällst du schon 2 Spiele wieder ab und bist wieder an diesem Punkt. Also, das kann ja nicht Sinn der Sache sein, ne? Mesa, das Problem sind einige Spieler im Team, die nicht hungrig genug sind und für die gebotene Leistung viel zu viel verdienen. Deswegen bekommt das kein Trainer hin. Und wir spielen seit über 2 Jahren denselben Mist. In der Nationalmannschaft läuft es genauso schlecht und dort sind diese Spieler auch vertreten. Es wird Zeit, dass neue hungrige Spieler ins Team kommen. Ja, da bin ich bei dir. Ich bin auch bei dir, dass es seit 2 Jahren so läuft. Sehe ich kein Stück anders. Nochmal, ich sehe das Problem darin, dass man die Spieler einfach keinen Konkurrenzkampf aussetzt. Ja? Das sind Spieler, die spielen einfach immer. Es ist scheißegal, welche Leistung sie zeigen. Das ist das große Problem. Und dann kommt sowas zustande, meiner Meinung nach. Martin Mar, Saarbrücken war eigentlich schon das Spiel, welches Tuchel absolut macht. Ich hoffe, dass die Entscheidung jetzt leichter wird. Nagelsmann wäre jetzt schon wieder draußen. Wir brauchen keinen Taktik-Genie als Trainer, sondern einen Menschenfänger. Abgesehen davon ist Kimmich halt immer noch kein defensiver Mittelfeldspieler. Nee, ist er auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir einen Menschenfänger brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Spieler oder einen Trainer, der die Mannschaft erreicht. Und ja, wenn das halt Herr Tuchel nicht mehr ist, was er ja selber gesagt hat, dass die Mannschaft nicht auf ihn gehört hat, ja, da wird es schwer, noch Argumente zu finden. Ne? Wild. Aber gut, was soll ich jetzt sagen? Das werden wir wahrscheinlich heute im Stream ein bisschen ausdiskutieren. Semando. Die Aufstellung habe ich auch nicht verstanden. Das mit Schupo auf der 10 hat mich schon vor dem Spiel aufgeregt. Ich denke mir langsam, dass Tuchel den Müller hassen muss. Ist, als würde er ihm direkt eine Ohrfeige verpassen. Nach den ersten 20 Minuten hatte ich wirklich Schiss, dass es 7 oder 8 Dinger wären. Mal schlecht zu spielen kommt vor, das ist menschlich. Aber hier war absolut null Gegenwehr. Ich habe mich gerade von der Defensive und auch Goretzka richtig erschrocken. Die werden von einem Götze ausgedribbelt, als würde Messi spielen und hatten die Reaktion eines Rentners. Hab ja schon einige Totalausfälle gesehen, aber das Spiel war ein neues Tiefsniveau. Hat mich das Spiel gegen Gladbach erinnert. Ich schätze mal, das müssen wir ein paar Mal in der Saison hinnehmen, dass wir spielen wie ein Kreisligaverein. Denke aber noch nicht mal, dass es am Tuchel liegt. Klar, mit den Einwechslungen lag er falsch, aber selbst die B11 muss gegen Saarbrücken gewinnen können. Die Mannschaft ist einfach verloren. Im Sommer muss eigentlich ein massiver Umbruch her. Sané weg, Gnabry weg, Choupo geht ja ohnehin und die beiden deutschen Sechser keinen Stammplatz mehr garantieren. Es reicht. Was haben die beiden denn erreicht, dass die unangefochten spielen? Von mir aus kann auch ein Davies weg. Der ist mit den Gedanken ohnehin schon bei Real. Soll er sich verpissen? Mal gucken, ob er dort mit so einer Leistung spielt. Halbe Mannschaft, reinste Söldnermentalität. Joa. Bin ich im Großen und Ganzen bei dir? Schupo-Aufstellung einfach eine Farce. Ja. Dass das kein Tuchel-Problem ist, ja, bin ich bei dir. Haben wir unterm Nagelsmann genauso gesehen, diese Aussetzer, wie du selber sagst, das Pokalspiel gegen Gladbach. Aber auch andere Spiele haben wir das gesehen. Und ja, man hat den Zeitpunkt verpasst, den Leuten einfach Konkurrenz zu geben, den Konkurrenzgedanken zu geben. Ja. Das hat man über Jahre verpasst. So, das sind die Spieler, die spielen immer, scheißegal, dann verpflichtet man Spieler, Nagelsmann wollte unbedingt einen Sabitzer haben und so weiter. Ja, und dann setzt man die Leute trotzdem nur auf die Bank und es spielen trotzdem wieder nur die gleichen Spieler. Das ist halt ein Ding, das zieht sich durch die letzten Jahre und das ist auch, was mich beim Tuchel sehr enttäuscht hat in der letzten Saison. Und das ist so ein Ding, was halt schon wild ist. Dass wir Spieler oder dass wir frisches Blut brauchen in der Mannschaft, auch das sagen wir schon seit 2 Jahren. Vor 2 Jahren hieß es schon, es muss ein Umbruch her, wo Ayen und so weg waren. Dann Alaba, dann Boateng und so weiter. Und es ist nie was passiert. Nie. Wir haben immer dann 1, 2 Spieler geholt und keine Ahnung, die haben sich dann noch nicht mal durchgesetzt. Ganz wilde Kiste. Ich denke auch, es ist ein Riesenproblem innerhalb der Mannschaft einfach. Einfach die Führungsstruktur ist, glaube ich, das, was gerade abgeht. Ja. Und da hat keiner die Eier, alte Zöpfe abzuschneiden. Wie so ein, ich will das gar nicht an Kimmich nur festmachen. Es gibt genug andere Führungsspieler, aber einfach mal zu sagen, pass mal auf,
so und so, das sind jetzt meine Führungsspieler und gut. Ja. Aber diesen Zeitpunkt hat Tuchel einfach letzte Saison verpasst, wo er gekommen ist. Wenn ein neuer Trainer kommt, guckt sich ein neuer Trainer die Mannschaft an und sagt, hier, das und das sind meine Führungsspieler, das ist mein verlängerter Arm. Und da wurde alles belassen, wie es ist. Ja, dasselbe Problem hat Nagelsmann gerade bei der Nationalmannschaft. Der kam auch dahin und sagt, ach ja, Gündogan ist mein Kapitän und ja, ich halte an denselben Spielern fest. Und dann wundert man sich, dass man dieselbe Grütze sieht. Ja, das ist das große Problem meiner Meinung nach. Ja, aber ja, es ist erschreckend und ich habe es schon am Ende der Saison gesagt, dass Gnabry, Sané, Kimmich, Goretzka, die dürfen halt einfach nicht unantastbar sein. Ja, ich meine, Gnabry ist es jetzt gerade nicht, aufgrund auch seiner Verletzung. Sané hat die Kurve gekriegt. Goretzka, ja, hat eigentlich auch ein bisschen die Kurve gekriegt, ist aber eigentlich, ich meine, Grafenberg hat man weggeschickt mit der Aussage, ja, Grafenberg ist mehr ein Zehner wie irgendwas anderes. Ist vom Spielertyp her fast identisch mit Goretzka, nur dass er technisch ein bisschen viel, viel stärker ist, meiner Meinung nach. Den hat man von Hof gejagt. Goretzka passt einfach nicht in das System, was wir aktuell spielen. Ja, klar, wenn wir ein bisschen Raum haben, ist Goretzka Gold wert, hat er gezeigt gegen Dortmund zum Beispiel. Aber ansonsten ist es schwierig. Ja, es gibt halt einfach so viele Baustellen aktuell bei uns. Wie gesagt, nochmal, die Ergebnisse gerade in der ersten Phase der Saison haben halt viel davon überdeckt. Ja. Obwohl wir da auch schon, oder ich auf jeden Fall da schon klare Worte gefunden habe. Von daher, früher oder später musste es so kommen. Ja. Dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt gekommen ist natürlich super überraschend. Bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht mit gerechnet. Ja, der Abwärtstrend war ein bisschen da gegen Köln und Kopenhagen, weil man dann auch die Leistung schön geredet hat. Ja, und das ist dann vielleicht das Problem. Ja, diese Mannschaft hat halt nicht mehr diesen Biss. Ja, wie auch. Die haben in einer Saison sechs Titel gewonnen. So, und der Kern der Mannschaft ist immer noch derselbe. Verstehe ich vollkommen. Aber es ist ein neuer Trainer da, der neue Reize setzt. Aber wenn da nicht neue Ansagen getätigt werden und dann auch nicht, ja, wenn ein Spieler mal schlecht spielt, ist völlig okay. Ja, da gibt's doch, es sind alles Menschen, da müssen wir gar nicht drüber reden, haben wir schon 100-mal gesagt. Aber dann muss es auch darf es kein Problem sein, einen Spieler zur Halbzeit auszuwechseln. Egal wie der Name ist. Ja. Und das passiert halt bei uns nicht. Oder selten. Und wenn dann nur bei den Spielern so, keine Ahnung. Ja, Mats Raui zum Beispiel oder sowas. Was würde ja niemals bei einem Kimmich, bei einem Sané oder sonst wem passieren. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Und ja, es war einfach nur enttäuschend, das Spiel. Es war einfach nur enttäuschend, leider. Erklärungen habe ich dafür auch nicht. Ja, wie auch. Wie sollen wir da Erklärungen für haben? Also. Ist halt wild. Ja, und zum Thema Davis, ich glaube, mit den Leistungen wird er auch nicht bei Real Madrid spielen. Ob er jetzt schon mit dem Kopf da ist, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, da ist wieder viel vom Berater, der da reinschwatzt und so weiter. Weiß man aber natürlich nicht, aber ja, mal abwarten. Aber wie gesagt, Fonsi ist auch noch ein sehr junger Spieler. Da hat er jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und so weiter bei uns auf hohem Niveau. Aber ich erwarte einfach, ja, von den Führungsspielern, Nationalspielern, Kimmich, Goretzka nehme ich da gerade als allererstes in die Pflicht. Die müssen die Mannschaft führen, gerade in solchen Situationen. Ja, ich meine, Kimmich hat es ja dann mit dem Tor nochmal wenigstens fußballerisch gezeigt, aber da muss mehr kommen. Einfach. Auch, dass man sich dann nach dem Spiel verpisst hat, einfach wortlos, das geht halt nicht. Ja, keine Ahnung, wie man das einschätzen soll. Aber werden wir heute im Stream vielleicht mal nochmal ein bisschen herausarbeiten. Fixie Goodman, alle bis auf Kane, der Arme waren Katastrophe. Ja gut, Kane hat jetzt auch keinen Sahnetag gehabt, hatte 2 Halbchancen. Hätte vielleicht auch ein bisschen Glück, ein bisschen gefährlicher werden können. Aber ansonsten war er da vorne, der die anderen Spieler wenigstens noch eingesetzt hat. Ja, er war der Einzige, der noch auffällig war. Habe ich ganz genauso gesehen. Günther, als am Fußball insgesamt Interessierter bin ich sehr erfreut. Ich würde Saarbrücken den Titel doppelter FC Bayern Bezwinger verleihen.
Verstehe ich nicht wirklich, aber gut. Meinst du, weil Frankfurt gegen Saarbrücken verloren und deswegen extra eine Reaktion gezeigt hat? I don't know. Kann man vielleicht so interpretieren, weiß ich nicht. Peter, Mahlzeit Kai, erstmal das Leben geht weiter, Kopf nicht hängen lassen. Nee, lassen wir ja auch nicht. Zum Spiel muss ich sagen, ich habe es 90 Minuten per Bayern Webradio verfolgt. Kein Bock mehr auf irgendwelche teuren Abos. Ja, das kann ich verstehen. Sportlich gesehen natürlich eine Vollkatastrophe. Da gibt es nichts, aber auch gar nichts schön zu reden. Da das aktuell keine Mannschaft auf dem Platz steht, hatte ich ja schon bei deinem Video gegen Saarbrücken genauer beschrieben. Menschliche Seite, ich bin ganz weit davon entfernt, jetzt irgendjemandem einen Vorwurf zu machen. Es gibt halt so Tage und Spiele, da geht halt nichts. Völlig normal und menschlich. Was ich mich jetzt frage, wie geht es weiter auf Dauer? Mir kommt ab und an mal der Gedanke, wenn es nicht so läuft, vielleicht brauchen wir für die Köpfe auch einfach mal wieder 2, 3 oder längere ganze Jahre ohne Titel. Ich weiß, das ist gegen das Selbstverständnis des Vereins, aber ich glaube, da muss wieder eine Mannschaft aufgebaut werden, die jung, hungrig, die richtig Qualität und Bock auf Titel hat. Die Meisterschaften vom BVB 2011, 2012 haben uns nachhaltig gut getan. Was wir seitdem alles gewonnen haben, ist ja bekannt. Ich glaube, die aktuellen Probleme sind vielseitig und den einen Grund gibt es nicht. Ich wäre nicht böse, wenn es mal keinen Titel gibt und ein anderer Meister würde der Liga und den Fans doch auch mal gut tun. Wer weiß, was die Saison noch so bringt. Ich bin mir sicher, dass der FC Bayern zurückkommt. Erstmal Peter, nö. Also ich würde auch nie irgendwie jemanden menschlich angreifen bei uns. Ja, ich greife die sportlichen Leistungen an. Das ist auch das Einzige. Also, wie du selber sagst, das sind keine Maschinen, das sind alles Menschen, das sind alles Fußballer. Ja, aber keine Ahnung. Wenn ich eine schlechte Leistung bringe, werde ich dafür auch kritisiert und ja, das ist dann bei denen auch so. Ne? Nicht mehr, nicht weniger. Also ich würde da menschlich auch niemals irgendwie jemanden angreifen wollen. Und ja, ich denke auch einfach, die Hauptcharaktere dieser Mannschaft sind einfach satt. Ja. Es fehlt halt einfach diese Gier, die andere Mannschaften bei uns, andere Generationen hatten, die dann gesagt haben, jawohl, jetzt erst recht. Jetzt haben wir das Triple gewonnen, jetzt erst recht, jetzt gehen wir weiter Vollgas und das fehlt bei uns leider komplett. Das sieht man immer anhand solcher Spiele. Warum solche Spiele immer wieder vorkommen, weiß ich nicht. Ist mir unerklärlich. Und ja, man kann verlieren, man kann auch als Mannschaft einen schlechten Tag haben. Aber das hatten wir dann jetzt schon gegen Saarbrücken und jetzt dann 5 Wochen später oder 4 Wochen später schon wieder. Die Häufigkeit ist mir dann doch zu viel. Und dieses, wie letzte Saison, dieses nicht dagegenhalten. Ja, das einfach ergeben, hinnehmen. So, das ist, was mich stört oder beziehungsweise enttäuscht. Ja, du kannst einen schlechten Tag haben, du verlierst mal 5-1. Alles gut, das ist Fußball, ja. Völlig okay, völlig legitim, wenn du wenigstens alles versucht hast. Ja, wenn man wirklich sich reinhaut in den Zweikämpfen und Gas gibt und so. Auch wenn man keine Form hat, wenn man einen schlechten Tag hat. Alles gut. Ja, dann ist das so. Und dann ist das völlig okay. Aber das war ja gar nichts. So, das ist das Problem, was ich sehe. Das war leider gar nichts. Und ja, natürlich wird das gut tun, wenn wir mal kein Meister werden. Ich habe es ja schon letzte Saison gesagt. Ja. Ob wir dann die Spieler austauschen oder nicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe es schon vor 2 Jahren gesagt, ich habe letztes Jahr gesagt, du musst was ändern. Man ändert immer den Trainer, hat aber im Prinzip dasselbe Spielermaterial auf denselben wichtigen Positionen und erwartet dann andere Ergebnisse. 2 plus 2 ist am Ende des Tages 4. Und da kannst du dich winden, machen und tun. Es wird sich nicht ändern, dass 2 und 2 4 ist. So, ja. Wenn, dann musst du eine 2 austauschen durch eine 1. So, dann wird's vielleicht 3. So, das ist so das Ding, ja, was bei uns halt auch der Fall ist. So, ja, man sagt dann immer, ja, wir verpflichten hier einen neuen Spieler und jetzt den Saragossa. Wenn am Ende des Tages der nur auf der Bank sitzt, so wie es jetzt ein Tell auch tut, so wie es ein Pavlovic tut und immer die gleichen Köpfe da spielen, dann wird sich auch da nichts ändern. Ja, das ist so das Problem. Das Problem ist, dass man gewisse Spieler einfach nicht in den Konkurrenzkampf schickt. Warum? Ich weiß es nicht. Ansonsten bin ich natürlich bei dir, ne?
So, Christian nochmal. Bin eine halbe Stunde nach dem Spiel in dem Mini-Supermarkt, um ein paar Sachen zu kaufen. Und alle Costa Ricaner haben mich mal wieder ausgelacht. Den Allemann kenne ich auch noch. Das kann ich noch übersetzen. Cu Pasco con el Bayern. Mille grazio finito dell'ia. Ja. Man hat es sich leicht, ne? Snake, bei der Pressekonferenz konnte man Tuchel anmerken, wie wenig Vertrauen er in die Leistung der Mannschaft hat. Er wusste selber nicht, ob die Pause Fluch oder Segen war. Wenn du deine eigene Mannschaft nicht mehr einschätzen kannst und immer ängstlich davor und ratlos danach bist, dann sind doch schon längst Grenzen überschritten. Kann man so sehen. Peter, Hammer. Man hätte das Ergebnis genau umgekehrt erwartet. Das dürfte die ganze Liga überraschen. Leverkusen wird wohl auf Meisterschaftskurs bleiben. Woran liegt es deiner Meinung, dass Tuchel bei seinen vorherigen Vereinen so performte, beim FCB aber nicht? Ja, ich habe es ja jetzt schon mehrmals gesagt. Ich denke, das liegt halt einfach, wenn man mal ein bisschen ausholt, ein bisschen weiter zurückgeht, hat Tuchel klar vor der Saison gesagt, er braucht eine Holding Six, er braucht einen rechten Verteidiger. All das hat er nicht bekommen und hat damit indirekt ja so ein Kimmich die Qualität abgesprochen, wo wir alle bei ihm sind. Kimmich, ich will dem Kimmich nicht die Qualität absprechen, die hat er, aber er ist einfach satt beim FC Bayern. Ja, oder er kriegt es nicht hin, diese Mannschaft zu führen. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Sei mal dahingestellt. Ich glaube, Tuchel hat es schon probiert, aber der Verein ist einfach nicht mitgezogen. Ja, das ist, und jetzt hast du ja auch schon wieder die ganze Zeit in den Medien gelesen, ja, die Bayern wollen doch keine Holding Six holen. Ja. Ich denke, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob er eine Anweisung von oben kriegt, wo gesagt wird, Kimmich muss spielen. I don't know. Ich kann es euch nicht beantworten. Ja. Ich meine, er hat Pavlovic ausprobiert in der Vorbereitung, warum er nicht an ihm festgehalten hat. Ja, nochmal. Dann musst du ein Kimmich sagen, pass mal auf, du sitzt jetzt mal draußen, jetzt spielt ein Pavlovic. Ja, das wird ein Kimmich wahrscheinlich nicht so hinnehmen. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht hat man Angst vor einem Kimmich oder was. Aber es kann nicht sein, dass ein Spieler größer ist wie ein Verein, Alter. Und Kimmich, Goretzka, es spielt seit 3 Jahren und es spielt seit 1,5 Jahren Mist. So. Ja, auch wenn Leon aufsteigende Form jetzt hatte, auch wenn Kimmich mal 2, 3 gute Spiele jetzt von den 15, 16 oder 20, die wir bisher gemacht haben, hatte. Das ist aber einfach zu wenig für den FC Bayern. Ja. Und das ist schon ein Hauptgrund. So, sind die beiden wichtigsten Positionen, die das Spiel beschleunigen, verlangsamen, sonst was, wo du Verantwortung übernehmen musst und das geht uns ab. Das geht uns volles Rohr ab. Ja, wenn dann kommen die Probleme hinzu, dass man einen Müller aussortiert und einen Schupu vorzieht. Ein Schupu, Alter. Dann das nächste Thema Coman. Coman ist absteigende Form seit 2 Spielen. Ja, gut, man gibt ihm das Vertrauen und alles gut, verstehe ich, kannst du machen. Aber da musst du ihn, entweder wechselst du mal, um Zeichen zu setzen, nach 25 Minuten aus. Das wäre mal ein richtiges Zeichen gewesen, ja. Dass hier so eine Leistung einfach nicht reichen beim FC Bayern und das wäre mal ein Zeichen an die Mannschaft gewesen. Das heißt aufwachen. Und ansonsten musst du ihn zur Halbzeit rausnehmen mit dem Schupo zusammen. Ja, auch wenn du schon 2 Außenverteidiger rausnimmst, musst du halt 4 Leute rausnehmen. Punkt. So. Und das sind Zeichen an die Mannschaft. Das geht nicht. Und dann wechselst du Müller bei 5-1 ein, Alter. Was ein Schlag in die Fresse ist. Also, so, da sieht man, dass ganz, ganz viel im Argen ist, wie ich finde. Schwierig, wirklich schwierig. Vielleicht tut die gut, die Niederlage, ich weiß es nicht. Vielleicht deckt die jetzt nochmal einiges auf. Vielleicht kommen dann manche nochmal ins Nachdenken im Verein. Ich weiß es nicht, aber wir sehen das halt seit 2 Jahren. Das ist ja nicht so, dass es jetzt auf einmal so ist. Auch diese Saison war schlecht bisher. Wir haben 3 gute Spiele gezeigt oder 4. Ja, dann haben wir vielleicht 5, 6, wo man sagt, ja, war okay und der Rest war schlecht. Der Rest war einfach nur durch unsere individuelle Klasse gewonnen. So, ja. Dafür wurde ich zerrissen, dass ich das dann immer kritisiert habe. Ja, und das gipfelt dann aber wieder in solchen Spielen, wie es jetzt gipfelt. Und mal gucken, ob die Mannschaft da rauskommt. Ja, das ist noch lange nicht gesagt, Leute. Ja, jetzt kommt Manchester United, ja, das ist wieder so ein Spiel, wo es keine Rolle spielt. Dann kommt Stuttgart. Also wer Stuttgart gegen Leverkusen gesehen hat, ja, holla die Waldfee, Alter. Also, das wird auch nicht einfach, das jetzt wegzupacken und da rauszukommen. Ne? Es wird an vielen, vielen Faktoren liegen. Wir haben halt viel, viel verschlafen unter Olli und Brazzo. Ja, ich weiß nicht, ob die beiden jetzt die Schuld daran tragen, aber ja, irgendwas muss passieren.
Wie gesagt, ich mache das gar nicht jetzt unbedingt am Tuchel fest. Ja. Tuchel, ja, die ärmste Sau jetzt, meiner Meinung nach, letzte Saison vergeigt. Letzte Saison hat er die Chance nicht genutzt, um zu sagen, hier, bam, ich knall jetzt rein, ich stelle die Jungen auf, die Leistung bringen. Ja. Ich denke, da hat er sich schon ein bisschen verbrannt bei den Spielern. Und dann hast du jetzt die Personalie Müller. Schwierig. Schwierig. Banja. Muss kurz gucken, es hat kurz geläutet hier. Irgendwie komme ich heute nicht dazu. Hier in Ruhe was aufzunehmen, wild. Banja. Ich antworte, bevor ich schaue. Ich sagte es dir gestern, dass es eine komische Zeit ohne Bayern-Spiele war. Und ich mich sehr freue, dass es wieder losgeht. Darum wollte ich auch nichts Negatives schreiben. Aber was Tuchel gestern schon ein Alibi rausgeholt hat, dass die Pause zu lang war, hat mich schon verwundert. Zum Spiel. Dass wir auch mal verlieren, ist klar und gehört zum Sport. Dass man mal nicht gut oder sogar schlecht ist, ist auch okay. Aber das heute war schon erschreckend schlecht. Wir haben weder körperlich dagegenhalten können, noch spielerisch. Ja, Tuchel und die Schupo-Aufstellung habe ich nicht wirklich verstanden. Aber heute nehme ich erstmal Tuchel raus. Zu den Spielern. Es war erst einmal kollektiv eine Note 5. Kane, Goretzka, Leimer, Davis, etc. sehe ich bei 5. Als erstes Mazraoui, der hätte nach 15 Minuten runtergemusst. Das ging gar nichts. Da ging gar nichts. Das war ein völliger Ausfall. Dazu Coman, der angeblich beste 1:1-Spieler Europas, der in der ganzen Saison an niemand vorbeigeht. Heute weder offensiv noch defensiv einen Zweikampf gewonnen. Liegt wie Sané nur auf dem Boden. Hier sehe ich auch Tuchels Fehler. Auch Coman hätte runtergemusst. Kimmich mehrere Fehlpässe in der Zentrale ohne Druck. Kim war schlecht, aber was mit Opa ist, der völlig eingebrochen ist, das ist unerklärlich und eigentlich untragbar. Wir können nicht mit Kim und Opa spielen. Beide zusammen sind zu anfällig für Fehler. Frankfurt hat einen XG-Wert von 1,4 und macht 5 Treffer. Und außer den 5 Treffer haben wir 4-mal die Tore eingeleitet. Mazraoui, Opa, Kimmich, Kim. Auch wenn ich viel geschrieben habe, fehlen mir eigentlich die Worte. Wir müssen auf jeden Fall 2 IV und ein RV kaufen und hoffen, der Ligt kommt bald zurück. Ja, du darfst den defensiven Mittelfeldspieler nicht vergessen. Also, wegen mir müssen wir keinen kaufen. Stellen Pavlovic dahin, ja. Gib dem Jungen die Chance, keine Ahnung. Aber, ja, das geht auf keine Kuhhaut, was da wieder abgelaufen ist. PS, nun ein Video gesehen. Das einzige Positive an dem Spieltag, dass du fast 1:1 das Gleiche sagst. Bin ganz ehrlich so sauer, weil da echt gar nichts funktioniert hat. Da hätte man besser das Spiel vorher abgesagt und nur 13:0 verloren. Und man hätte sich die ganze Zeit gespart. So kann ich mich nicht mal freuen, wenn Dortmund verliert. Echt deprimierender Spieltag. Auch zum Wechsel, ja, alle waren schwach, aber Davis raus war sinnfrei. Ich sagte ja, Mazraoui hätte nach 15 Minuten runtergehen müssen und mit Mazraoui hätte ich King runtergenommen und Choupo. Ja, hätte ich genauso gemacht. Hätte ich genauso unterschrieben. Ja, ja, aber wie du siehst, ist mal wieder gar nichts passiert. Ich würde gerne mal die Combo Guerrero, linker Verteidiger, Davis links außen sehen. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir keine Möglichkeiten haben. Ne? Generell, ja. Wir haben generell ganz, ganz viele Möglichkeiten, Spieler aufzustellen oder anders aufzustellen. Aber wir nutzen einfach nichts. Es spielen immer dieselben Spieler, egal welche Leistung gezeigt wird. Entweder bringt man die Ausrede, was heißt Ausrede? Entweder bringt man das Argument, erstmal Hauptargument, ja, das Training war saustark. Also der war super stark im Training. Habe ich schon 100 Mal gesagt, weil ich ja auch immer diese Antwort dann kriege. Ja, du siehst die Trainings ja nicht, kannst du ja gar nicht beurteilen. Nee, muss ich auch nicht. Nochmal, wenn ein Spieler im Training sau stark ist und dann 2 oder 3 Mal hintereinander im Spiel grottenschlecht ist, dann ist mir das scheißegal, wie stark er im Training ist. Dann gehört er nicht in die erste Elf. Punkt. Ja? Klar, dann verdient er sich eine Einwechslung, alles gut. Aber dann gehört er nicht in die erste Elf. Weil du kannst Trainingsweltmeister sein, das interessiert nicht. Am Ende des Tages musst du, wenn die 90 Minuten auf dem Platz angepfiffen werden, ist das, was zählt. Ja, und wenn du da keine Leistung bringst, kannst du Trainingsweltmeister sein, wen interessiert's. Und das andere Argument ist dann immer, ja, ich bringe jetzt dieselben Spieler, weil ich möchte jetzt eine Reaktion von denen sehen. Wenn sie schlecht spielen. Und wenn sie gut spielen oder erfolgreich,
sagen wir mal lieber erfolgreich, kommt dann das Argument, nee, warum soll ich das jetzt ändern? Die sind ja eingespielt und nee, das ändere ich jetzt nicht. Ja, ist schade für die, die draußen sitzen. Müller ist ja wirklich Weltklasse und Taylor hat es auch jedes Mal verdient, in der Startelf zu stehen. Müller hat es jedes Mal verdient, in der Startelf zu stehen. Und der hat es immer verdient, in der Startelf zu stehen. Aber nee, warum soll ich das ändern? So, ja, und es wird nie was geändert. So, die Spieler haben gar keinen Konkurrenzkampf. Es gibt keinen Konkurrenzkampf in dieser Mannschaft. Das ist das große Problem. Und klar sind das alles Menschen. Ja, und klar hast du mal einen schlechten Tag und so weiter. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Und dass sich dann so ein Opa da angesteckt. Opa ist halt nicht der, wie soll ich das am besten sagen? Opa ist nicht der, der es dann rausreißt. Opa ist ein super starker Spieler, ist aber kein Charakter. Ich bin hier der Effe. So jetzt mal gesagt, ja. So der Charakter, der sagt, ach ja, jetzt ist alles am Boden, ich nehme das jetzt hier in die Hand und wo es ein Opa versucht hat, noch, ja. Aber Opa ist bärenstark, wenn er jemand neben sich hat, der ihn führt. Ja, deswegen war auch De Ligt Opa so eine gute Kombo. De Ligt war der die Viererkette geführt hat. Wir haben es gegen Frankfurt gesehen, Alter. Teilweise standen Min-Jae Kim 3 Meter hinter den 3 aus der Viererkette. Dann Mazraoui genauso. Da war keinerlei Abstimmung in der Viererkette. Da war keinerlei Abstimmung allein zwischen den beiden Innenverteidigern. Also da ist ganz, ganz viel im Argen, ja. Und das ist auch ein bisschen hausgemacht, muss man sagen, wie ich finde. Ja, ansonsten natürlich, nochmal, es ist nicht so, dass wir keine Variation haben. Du kannst einen Davis mal einen nach vorne schieben, du kannst Guerrero bringen, du kannst einen Kretzig bringen, du kannst einen Kretzig auch auf links außen bringen oder auf rechts außen. Du hast einen Tell, den du auch mal in die Mitte stellen kannst und nicht nur mal außen hängen lassen kannst. Du hast einen Müller, den du zur Not über rechts bringen kannst, auch wenn er da nicht super effektiv ist, aber gegen tiefstehenden Gegner spielt das jetzt auch nicht so eine Rolle, weil du da eh nicht die Räume hast. Es ist nicht so, dass wir keine Möglichkeiten haben. Du kannst einen Goretzka auf die Innenverteidigerposition schieben. Du kannst aber auch mal einen Kimmich mal auf die 8 stellen, das schon mal ausprobieren, ja. Oder du musst halt mal die Eier haben und sagen, Josh, pass mal auf, du spielst jetzt bei mir rechter Verteidiger, weil wir verdammt noch mal keinen vernünftigen rechten Verteidiger haben, Alter. Das ist schon das Ding, was in meinen Schädel nicht reingeht. Aber ich reg mich schon wieder auf. So, Otto. Ich kann dir bei so gut wie allem zustimmen, aber ich finde es schwierig, jetzt schon zu sagen, dass das die Meisterschaft nicht mehr möglich ist. Natürlich ist es nicht okay, so zu spielen. Und dann haben es die Frankfurter auch verdient zu gewinnen. Ich finde aber, man sollte nicht immer gleich schwarz malen, auch wenn es nach so einem Spiel schwerfällt. Im Winter müssen aber mindestens 2 Topspieler verpflichtet werden, sonst wird es sehr schwer. Feier deine Videos. Nee. Also. Erstmal, Otto, bin ich bei dir. Nach einem so einem Spiel sollte man jetzt nicht alles schwarz malen. Wenn ich aber die ganzen Spiele der Saison sehe, dann muss man schon sagen, dass das jetzt schon wieder, ähnlich wie es gegen Saarbrücken war, langsam wieder gipfelt. Ja, in dieser Spirale, nenne ich es mal. Weil, hätten wir jetzt überzeugende Spiele gezeigt die Saison, bin ich bei dir. Dann hast du mal so einen rabenschwarzen Tag, es läuft nichts zusammen, kriegst du mal auf die Fresse und ist gut. Abhaken, fertig, ja. Aber genau das ist ja nicht der Fall. So. Minimum 3/4 aller Spiele waren schlecht von uns. Dann haben wir 20 gute Minuten gehabt, durch Einzelaktionen das Spiel gewonnen. So, die Ergebnisse haben wir über so viel hinweggetäuscht. Und wenn du das Ganze dann siehst, dann fällt es halt schwer zu sagen, du wirst das weiterhin so haben, dieses Glück. Ja? So. Wir haben es jetzt gegen Frankfurt mal nicht gehabt. Auch da hätte es ja, Tuchel hat es ja auch genauso argumentiert, wie es gegen Leipzig war. Klar, wäre die Mannschaft wach geworden, hätte es jetzt gute 30 Minuten gehabt, hätte es vielleicht einen 3-3 geholt. Ja? Oder hätte es mit viel, viel Glück am Ende sogar noch irgendwie 4-3 gewonnen oder so. Dann hätte es wieder drüber hinweggetäuscht, das Ergebnis über eine grottenschlechte erste Halbzeit. Zum Glück war es nicht so, ne? Weil Frankfurt das mal eiskalt ausgenutzt hat. Viele andere Mannschaften haben halt nicht diese Qualität gehabt, um dann diese Leistung, die wir gezeigt haben, auszunutzen. Und wir haben es dann zum Besseren nochmal gedreht. Dass wir das über eine ganze Saison schaffen, nein. So, deswegen meine Gedanken dahingehend, ne? Um das mal ein bisschen zu erklären. Diesmal, ich hätte vielleicht noch ein minimales Verständnis gehabt, wenn es Spieltag 33 gewesen wäre und man mit 8 Punkten Vorsprung bereits Meister gewesen wäre. Auch eher weniger, aber wenn die Sache bereits gelaufen ist, vielleicht noch 1% Verständnis. Aber so konstant wie Leverkusen spielt, darf man sich keinen Wackler bei den Pflichtaufgaben leisten. Gut, du kannst in Frankfurt verlieren, Leute. Ja, um das mal ganz klar zu sagen. Wir haben uns immer schwer getan gegen Frankfurt. Frankfurt hat auch eine gute Mannschaft. Aber natürlich kannst du da nicht 5-1 verlieren und nicht so eine Leistung zeigen.
Ja? Wenn du eine gute Leistung zeigst, ja, dann verlierst du, alles gut. Oder du hast mal einen rabenschwarzen Tag, auch alles gut. Aber dann versuch dich wenigstens dagegen zu stemmen. Und dann nehme ich den Trainer mit ins Boot. Dann wechsel halt eher aus. Ja, setz mal ein Zeichen, Alter. So, das fehlt mir immer, diese Samthandschuhe heutzutage. Weißt du? Oh nee, den kann ich jetzt nicht auswechseln, weil dann schlage ich ihn vom Kopf und dann fühlt er sich angegriffen, dann ist er 4 Wochen stinkig, bringt keine Leistung mehr. Alto Belli, wir reden halt von Leistungsfußball am Ende des Tages, ja. Und wild. Und Leverkusen hat auch gegen Stuttgart, erste Halbzeit waren sie nicht so stark, beziehungsweise Stuttgart bärenstark. Zweite Halbzeit hat Leverkusen das Spiel dominiert. Ja, die stellen natürlich viele wichtige Spieler zum Afrika Cup ab und so weiter. Ja, I don't know. Es ist gut, es ist eine spannende Saison, aber nichtsdestotrotz muss man, wenn so eine Leistung gezeigt wird, dann auch die Sachen komplett kritisch ansprechen. Ja. Klar muss man das jetzt nicht überbewerten irgendwie, aber wenn man so die ganze Entwicklung sieht, der Spiele hinweg diese Saison, ja, man dachte nämlich jetzt halt, ja, Dortmund, die 2 Spiele danach waren gut. Dortmund war sehr gut, die beiden Spiele danach waren gut. Köln war schon wieder ein sehr harter Rückfall. Ja, dann haben wir auf einmal angefangen, ja, wir spielen jetzt nur noch Ringelpitz mit Anfass. Wir feiern uns dafür, dass wir gegen Köln den Ball in die eigenen Reihen halten, aber keine Torchancen erspielen. Dafür feiern wir uns. Das feiern wir dann gegen Kopenhagen gleich nochmal. Ja. Ja. Und dann wundert man sich, dass man gegen Frankfurt, die heiß wie Frittenfett fahren, wie eigentlich jeder Gegner gegen uns nun mal ist, 5 Dinger kassiert. So, das ist halt einfach so eine Spirale, so eine Entwicklung. Ne? Ja, und mal gucken, was jetzt passiert. Entweder fallen wir jetzt ins Loch, ja, kriegen noch 2, 3 Mal auf den Sack, oder aber wir zeigen jetzt eine Reaktion. Aber selbst wenn du jetzt diese Reaktion wieder zeigst, wie nach dem Spiel gegen Saarbrücken, ja, braucht die Mannschaft dann jetzt alle 4, 5 Wochen so ein Ding? Dass sie richtig auf die Fresse kriegt, dass sie richtig Druck kriegt von der Presse, dass sie Druck vom Vereinsseite kriegt? So, das ist so ein Ding, was ich nicht verstehe, ne? Das ist schwierig. Bot, wenn ich sehe, wie ballsicher bzw. passsicher so manch unserer Opponenten teilweise auch vorne sind und wir fast keinen Pass präzise anbringen, obwohl wir total langsam spielen und kaum einen One-Touch-Pass spielen. Unsere angeblich individuelle Klasse sehe ich teilweise überhaupt nicht mehr. Nee, die hat man gegen Frankfurt auch gar nicht gesehen. Ja, wie gesagt, ich habe gestern Stuttgart-Leverkusen geguckt, was Stuttgart teilweise One-Touch-Kombinationen spielt. Da sieht man halt, dass es eine Mannschaft ist. Und die waren auch in Bewegung. Und wir stehen doch nur. Wir stehen doch nur. Der Typ, der den Ball hat, ist die ärmste Sau. Außer Kane, der weiß, die Spieler einzusetzen. Alle anderen haben den Ball und ja, was mache ich jetzt? Weißt du? So, man hat nicht das Gefühl, dass da eine Mannschaft auf dem Feld steht. Man hat nicht das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist. Das beschreibt es eigentlich am besten. Ne? Und das macht mich traurig. Und enttäuscht mich. GB! Jo, war irgendwie absehbar. Schon gegen Galatasaray hätte man die Packung verdient gehabt. Jo. Erik Dörfert? Man kann zur Halbzeit nicht 4-mal wechseln, weil man später nochmal wechseln muss. Wie Verletzung soll, kann das schnell nach hinten losgehen. Ja, sehe ich anders. Und wenn die Mannschaft scheiße ist, dann musst du halt auch mal 4-mal wechseln. So, dann ist das so. Dann hast du einen Wechsel, wenn eine Verletzung ist. Den hast du noch offen und gut ist. Fertig. Dafür hast du 5 Wechsel. Sir V, für die Bayern-Fans tut es mir leid, wirklich. Für die Bundesliga freut es mich. Danke für deine Videos, schaue ich gerne. PS, könntest du vielleicht nochmal begründen in deinem React, wie du Neuer bewertet hast? Ich habe Neuer, glaube ich, auf 5 bewertet, oder? Und zwar wegen dem komischen Ball, den er nicht gehalten hat. Also, Leute, allein, dass der Typ gegen 2 überhaupt den Ball aufs Tor bringt, ist schon mal Punkt 1. Ja, der ist dann minimal abgefälscht, aber da erwarte ich einfach vom Torwart, dass er den Ball hält. Also, sorry, Leute. Und Neuer hat es auch nicht hingekriegt, da mal Sicherheit reinzukriegen. Ja? Oder mal Ruhe ins Spiel zu bringen. Ihr wisst alle, ich halte absolut nichts vom Nübel, aber wenn du das gegen Stuttgart gesehen hast, der tritt dann einfach mal auf den Ball und steht da eine 30 Sekunden. Und wenn kein Stuttgarter angelaufen kommt, um Raum freizugeben, um dann einen Spieler anzuspielen, dann ist das so. Ja.
Ein Kimmich kriegt es nicht hin, Goretzka kriegt es nicht hin, irgendwie Einfluss auf diese Mannschaft zu nehmen, neu als Kapitän, dann erwarte ich einfach, dass er ein bisschen was versucht. Ja? Deswegen die Note, die er bekommen hat. So. Ansonsten, er hat nicht einen Ball gehalten. Jeder Ball, der aufs Tor ging, war drin. Ja, klar, viele waren nicht haltbar. Aber generell, wir haben immer davon geredet, wenn Neuer kommt, der strahlt das aus, der macht die Vierer-Abwehrkette besser und sicherer. Ja, wenn wir ihn das in manchen Spielen dann zugute halten, wo das so ist, dann müssen wir ihn in so einem Spiel auch mit in die Verantwortung nehmen, dass es katastrophal war. Ja, dass keinerlei Abstimmung da war innerhalb der Vierer-Abwehrkette. Ja, dann nehme ich ihn damit rein. Thies Hamann. Also erstmal natürlich absolut verdiente Niederlage. Was mir aufgefallen ist, dass bei sich Bayern in den letzten Jahren unter verschiedenen Trainern Leistungsschwankungen und Unkonzentriertheiten eingeschlichen hat. 2:2 Pokal aus gegen Kiel unter Flick, 2021, Champions League aus gegen Villarreal. Eigentlich in U-Boot 2020 unter Nagelsmann. 15 Pokalpleite gegen Gladbach. Die 1:1 Serie nach der letzten Winterpause herum. Das unnötige 1:2 gegen Leverkusen. Nagelsmann letztes Spiel. Und das Saisonfinale der letzten Saison. Da waren 12 Spiele ungeschlagen schon relativ konstant. Erstens. Was es braucht, ist mehr Leistungskultur. Bin ich bei dir. Dass kein Platz unangefochten ist. Das war in den letzten Jahren eher schwierig, denn immer wenn zum Beispiel ein Kimmich auf die Bank gekommen ist, war das jüngst schon ein kleines Politikum. Das muss aufhören. Und das hat heute Schuppo und Gnabry so lange gespielt haben, passt eigentlich auch nicht zu Tuchel. Der eigentlich bekannt dafür ist, Spieler gerne abzusägen, wenn sie nicht liefern oder ins Konzept passen. Ja, das ist auch... erstmal stimme ich dir da 100% zu, würde ich auch gar nicht nur am Kimmich festmachen. Und das ist auch was, warum der Tuchel mich so enttäuscht hat bisher. Ne? Weil ich das auch von seinen vorigen Stationen so wahrgenommen habe und er das letzte Saison schon nicht getan hat. So. Und dann, natürlich, welche Argumente hat ein Tuchel dann? Ja. Er hat die letzte Saison alle mit durchgezogen. Ja, welche Argumente willst du dann bringen, Alter? So, ich sage ja, er hat sich letzte Saison schon durch diesen Einstand, den er da so gemacht hat, wie er ihn gemacht hat, hat er sich schon verbrannt. Zum fairen Leistungsprinzip passt auch, dass Gnabry mit 22 Millionen Jahresgehalt zu den Spitzenverdienern gehört. Nee, ich weiß nicht, ob du gerade Gnabry und Coman oder Gnabry und Sané verwechselst. Also Sané und Gnabry sollten eigentlich beide bei so 17 liegen. Sané bei so 20, 22. Obwohl er diese Saison gar nichts reißt und sonst nur Tore erzielt hat, wenn Bayern mal mit 600 hoch gewonnen hat. Oder dass Davis bei seiner Leistung 16 Millionen Jahresgehalt Verdopplung in den Vertragsverhandlungen ablehnt. Alle zu sehr verwöhnt. Ja, gut, wir müssen nicht das Thema jetzt wieder Bezahlung der Profis aufmachen. Da sind wir uns alle einig, dass das viel zu hoch ist und viel zu wenig leistungsbezogen. Ja, es sollte meiner Meinung nach so ein Grundgehalt geben von, was weiß ich, 3, 4 Mille, wenn überhaupt. Und dann sollte man kann ja gerne dann auf die 15 bis 20 Mille kommen, aber dann halt leistungsbezogen. Ja. Dann hätte ich da kein Problem mit und dann würden wir vielleicht auch andere Vorstellungen sehen. Ja. Zweitens, Kimmich ist kein Sechser. Er hat weder die Ballsicherheit noch den Drang, progressiv nach vorne zu spielen, wie etwa ein Weltklasse-Sechser vom Format eines Rodri oder Manchester City. Da muss definitiv nachgebessert werden. Ja, bin ich auch bei dir. Ich sehe Kimmich auch nicht als Sechser. In keinster Art und Weise. Ja. Gibt es nichts weiter zu sagen. Drittens, es braucht Kaderbreite, vor allem defensiv, die sich dann auch ausnutzen lässt, was Wechsel und Rotation angeht. So besteht halt das Problem, dass Davis, Leimer, Kehm und Upa immer spielen, egal was sie auf den Platz bringen. Immer munkelt, Araujo soll im Interesse des Vereins liegen. Mir egal, wer. Hauptsache welche, die den Leuten hinten Konkurrenz machen können, damit die mal Leistung bringen. Das sehe ich ein klein bisschen anders. Erstmal klar, uns fehlen hinten Spieler. Definitiv. Aber es ist nicht so, dass man jetzt nicht irgendwelche Alternativen hätte. Ja? Man hätte als Linksverteidiger einen Guerrero, man hätte einen Kretzig. Als Rechtsverteidiger Leimer war so semi, ja, stimme ich zu. Könnte man halt vielleicht auch mal Guerrero ausprobieren. Es ist ja nicht so, dass die Spieler, wenn sie Linksverteidiger linken Fuß haben, dass sie auf der rechten Seite den Fuß brechen, weil sie mal auf der anderen Seite spielen müssen. Man hätte als Not jetzt, wenn De Ligt nicht da ist, einen Goretzka als Innenverteidiger stellen können und einen Leimer ins Mittelfeld und so weiter und so fort. Ja, du hast einen Pavlovic im Mittelfeld, den du bringen kannst. Nochmal, du hast einen Kretzig auch. Es ist ja nicht so, dass wir keine Spieler haben. Man gibt diesen Spieler aber einfach kein Vertrauen. So, das ist so das Problem, was ich sehe. Und
Und das wird sich auch nicht daran ändern, wenn wir jetzt 2, 3 Spieler mehr da haben. Dann die Spieler fit sind und man den Spielern dann trotzdem wieder nicht das Vertrauen gibt. So, das sehe ich so als so ein bisschen schwierig an, ja. Nochmal, man will die Spieler immer alle mit durchziehen und hat nicht die Eier einfach, wenn die Leistung nicht stimmt, zu sagen, pass mal auf, du siehst jetzt einfach mal ein Spiel draußen, Alter. Punkt. Ja. Aber klar fehlt uns hinten ein gestandener weiterer Innenverteidiger und ein Rechtsverteidiger. Bin ich komplett bei dir. Aber nochmal, man könnte auch jetzt für Konkurrenz sorgen, indem man sagt, pass mal auf, hier ist der Kretzi, der kriegt jetzt seine Chance. Und wenn er liefert, liefert er. Ja, und scheiß mal drauf, ob der für den Spieler, den er kommt, da Davis heißt oder sonst wer heißt. Aber das tut man alles nicht. Vielleicht jetzt beim Davis wieder wegen den Vertragsverhandlungen. Ja, das jetzt schön ein bisschen schmieren, so wie es beim Gnabry damals auch war. Ja, das ist der falsche Weg. So. Wenn, keine Ahnung, wenn wir 16 Millionen geboten haben, was schon viel zu viel ist für die Leistung, die wir gesehen haben, er das nicht annimmt, ja dann tschüss, Alter. Dann Real Madrid, gib 80 Mille her und tschüss. Ja, nochmal, Tuchel-System ist der linke Verteidiger jetzt nicht so super wichtig, Alter. Da kannst du auch irgendeinen anderen einstellen. Ja. Für mich heute geht die Niederlage vor allem auf die individuellen Fehler hinten und des offensichtlichen Nichtwillens von Spielern mit Champions League-Niveau und taktischer Grundschulung Fußball zu spielen. Musiala und Müller mache ich keinen Vorwurf, die sind reingekommen, als die Entscheidung schon stand. Ja, die kannst du gar nicht irgendwie beurteilen. Also wenn du bei 5-1 reinkommst, was willst du da noch groß machen? Ja, natürlich stimme ich dir zu, was die individuellen Fehler angeht, dass das so der Hauptgrund war, aber die gesamte Mannschaft hat halt nicht für mich rüber transportiert, dass sie will, dass sie was versucht, dass es überhaupt eine Mannschaft ist. Das hat mir gefehlt. Bricks im Kopf, kann doch nicht sein, Kai, dass wir die Fehler erkennen und ein Trainer nicht. Note 6 Tuchel. Ja, keine Ahnung, vielleicht erkennt Tuchel das ja ähnlich oder sieht es ähnlich, aber aus welchen Gründen auch immer kann er nicht so handeln, wie er handeln will. Ich weiß es nicht. Kann's halt auch nicht sagen. Kaiju, ich würde Goretzka und Kane rausnehmen aus der Kritik. Goretzka hatte immer wieder gute Grätschen, aber allein kann man im Mittelfeld und Abwehr leider nichts erreichen. Als Raul Koman haben Upa und Kim total überfordert. Die beiden taten mir leid. Kimmich war leider wieder kein Mittelfeldstratege. Glaube, es wird auf der Position nichts mehr. Das müsste man als Trainer aber eigentlich langsam mal realisieren. Ja, ich denke auch, dass ein Tuchel das schon lange realisiert hat. Deswegen hat er ja auch einen klaren Sechser gefordert. Problem nochmal, man hat nicht die Eier, einen Kimmich da wegzuschicken. Und zu sagen, pass mal auf, wir haben keinen guten rechten Verteidiger, du bist jetzt rechter Verteidiger. So, die Eier hat man leider nicht. Kraftmaschine, es ist keine Chance gegen uns. Die Eintracht zu verlieren ist ja nicht das erste Mal, auch in dieser Höhe. Es ist keine Schande, meinst du wahrscheinlich. Master D, wer so viele Fehler macht und sich die Dinger selber einschenkt, der macht das doch mit Absicht. Es sah wirklich so aus, als ob Bayern überhaupt nicht gewinnen will. Wahrscheinlich haben sich die Spieler daran erinnert, dass Kovac noch eine 1:5 Niederlage gegen Frankfurt entlassen wurde. Ich habe wirklich darauf gewartet, dass die Bayern den Ball zu Neuer spielen und er dann ins eigene Tor läuft. GB, also Schupo in der ersten 11 stand, hatte ich schon ein ungutes Gefühl. Hat sich leider bewahrheitet. Joa. Was soll man dazu ergänzen, war GB? Das hat mich auch erschrocken. Bernd, als die Mannschaftsaufstellung kam, wurde ich richtig zornig. Warum Schupo und nicht Müller? Tuchel macht dicke Fehler, hätte ich so nicht gedacht. Ich weiß auch nicht, was ein Tuchel am Schupo gefressen hat. I don't know. Vor allem Schupo ist ja alles, aber kein Zehner. Schupo ist ein klarer Neuner. Ganz klarer Neuner für mich. Nichts anderes. I don't know. Weiß ich nicht. Denn der Gedanke war, Kane lässt sich fällen, Schupo davor. Aber das haben wir nicht gesehen auf dem Feld. Ja, also ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Also so wie ich es verstanden habe, war der Gedanke, wir spielen lange Bälle auf den Schupo, der sie dann halten kann. Wir, der FC Bayern München, wollen jetzt also immer lange Bälle von hinten raus auf den Schupo spielen, der die dann festmacht. Sascha, gute Neuigkeiten. Seit dem Schneefall und der Reinigung mit dem Hubschrauber sieht die Allianz Arena wieder wie neu aus. Sie glänzt richtig schön in der Sonne. Und jetzt zu was nebensächlich. Ne? Dieses Spiel und auch die paar davor bestätigen mich immer zu, dass bei uns irgendwo der Wurm drin ist. Ich war nie der Meinung, dass ein guter Mittelstürmer, verwende gerne noch die alten Begriffe, das war, was der Mannschaft gefehlt hatte. Man hätte Kane holen sollen, nachdem der Rest auch auf dem Prüfstand stand. Vorstand und Trainer ausgewechselt und jetzt alles wieder auf Anfang. So ein Mist.
Was soll das für ein Fußball sein, bei 60% Ballbesitz nur 5 Torschüsse auf das Frankfurter Tor? Wenn man 80 Minuten lang aus lauter Faulheit den Ball zwischen Torwart, Manndecker und Spielmacher schiebt, wie soll dann ein Tor fallen? Muss doch jetzt seit 2 Jahren klar sein, dass diese Mannschaft nicht in der Lage ist, einen relativ guten Gegner taktisch zu dominieren. Das ist auch grundsätzlich kein Problem. Da muss man halt sich das Trikot voll schwitzen und Fußball spielen. Ich meine ganz klassisch, mit Pässen, die ankommen, Flanken, die man verwerten kann und guten Standards. Von denen würde ich gar nicht erst anfangen. Ich meine ein solides 4-4-2 und die beiden Außen laufen die Linie entlang, bis sie ausgewechselt werden. Das hat doch Lahm auch nicht geschadet. Jupp, ich vermisse den Paul. Sascha, ich kann dir nur zustimmen. Ne? Und ja, ich stimme dir auch zu, was du hier geschrieben hast, von wegen taktisch dominieren. Wir sind keine Mannschaft, die irgendwie super taktisch überraschend Fußball spielt. Sind wir nicht. Ja. So, aber wir haben auch kein klares Spielprinzip im Moment. Man hatte jetzt mal ein bisschen was gesehen vom Tuchel, was er sich so vorstellt in Dortmund und den beiden Spielen danach, hat man ein bisschen was gesehen. Dann dieses Ballgeschiebe gegen Köln und Kopenhagen, was man dann, warum auch immer, so in den Himmel gehoben hat und schön geredet hat. Ich verstehe es auch nicht. Das ist mir auch, keine Ahnung. Ich habe auch wenig Ideen, ja, wie man das Ergebnis jetzt interpretieren soll. Stefan, die Frage, die mich am meisten beschäftigt, ob er wieder schockverliebt ist. Vielleicht. Minas, die Mannschaft wirkt sehr müde und nicht zum ersten Mal. Kretzig, Tell, Pavlovic, Musella soll mehr Zeit verdienen. Hast recht. Gibi, die Leistung bzw. Nicht-Leistung war eine Ohrfeige für jeden Bayern-Fan. Ja, leider Gottes. John Wayne, hat wieder mal Spaß gemacht, dir zuzuhören. Was soll's? Die Spieler schauen auf ihr Konto. Oh, schon wieder ein paar Mille mehr. Ja, das ist ja, was ich sage auch, oder was auch hier viele andere schon geschrieben haben in den Kommentaren. Keine Ahnung, das sind Menschen. So, du hast 6 Titel im einen Jahr gewonnen. Was ist jetzt der Kick? Ich meine, jetzt wäre der Kick da, weil Leverkusen klar die bessere Mannschaft ist. Stuttgart auch den besseren Fußball spielt aktuell. Beide vor uns stehen. Da sollte man ja schon als Spieler den Kick haben zu sagen, Alter, das können wir doch so nicht stehen lassen. So, ja. So, wir spielen für den FC Bayern, wir wollen Meister werden, so, das wäre ein Kick. Gerade auch Harry Kane, ja, vielleicht hat er den Fluch mitgebracht, kein Titel, ne, Tottenham und so. Das ist, was man vermisst. Ja. Und nochmal, das sind Menschen und die haben alles erreicht. So, da hättest du nach der Chose, ich meine, man kennt die Charaktere, die wir haben, seit Jahren, ja. Und da hätte man echt für Konkurrenz sorgen müssen. Und das hat man nicht getan. Ja, wir brauchen gar nicht davon reden, dass man jetzt sagt, ach ja, wir schicken die Spieler jetzt weg oder so. Das meine ich gar nicht. Sondern einfach, dass man Konkurrenz ins Team holt und dann der Konkurrenz aber auch faire Chancen gibt. Wie es beim Sabitzer zum Beispiel gar nicht der Fall war. Ja, der war super stark dann im Zusammenspiel auch mit dem Kimmich, wo Goretzka verletzt war. Goretzka war fit, raus, weg. Direkt dann verliehen. So, das kannst du durchgehen, die Liste. Gravenberch, Tell, du kannst die durchgehen, die Liste. Guckt euch die Leistung an, die Tell geliefert hat, nachdem er eingewechselt wurde. Über 6, 7, 8 Spiele. Was hat er davon gehabt? Nichts. Nichts. Gar nichts. Und dann wird's schwer. Ja? So, wie willst du dann irgendwie, keine Ahnung, wie willst du das vermitteln? WhatsApp, totale Katastrophe, hat beim 4-1 ausgemacht. Glückwunsch an Frankfurt, war ein verdienter Sieg. Ja, ich hätte auch gerne ausgemacht. Huber, diese Mannschaft hat keinen Charakter und ist weit weg von Weltklasse. Ich bin der Meinung, dass im Verein weiterhin große Probleme sind. Mir kommt es so vor, dass manche Spieler so gute Verträge haben, dass dem Trainer teilweise die Hände gebunden sind. Siehe Gnabry, der seit 3 Jahren katastrophal spielt und direkt nach seiner Verletzung Tell vorgezogen wird, und siehe Kimmich. Huber, ich bin 100% bei dir. Ich kann es mir auch nicht anders erklären, als wie mit irgendwelchen komischen Klauseln in irgendwelchen Verträgen. Josef, wer erklärt mir, warum man in der Halbzeit beide Außenverteidiger auswechselt? Wollte man das 1:3 verteidigen oder eine höhere Niederlage verhindern? Super, hat ja geklappt. Gut, die beiden Außenverteidiger waren schlecht, ja. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber es waren andere auch schlecht, ja. Und gerade nach dem 3-1 sollte man doch versuchen, dann eher ein 3-2 oder ein 3-3 zu machen. Und das schafft man nicht, indem man Leimer als Rechtsverteidiger aufstellt. Das hätte man vielleicht geschafft, wenn man gesagt hätte, man bringt einen Leimer in der Mitte, der Vollgas gibt. Man hätte Schupu rausgenommen
hätte dann Musiala oder Müller gebracht und man hätte einen Coman rausgenommen und hätte da einen Tell gebracht oder einen Kretzig oder sonst wen. Ja. Das wäre ein Zeichen gewesen. Das wäre ein Zeichen gewesen. Kommen wir nach Vollgas, wir wollen 2-3 so schnell wie möglich, wir wollen das 3-3 und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Weiß ich auch nicht, was das für ein Zeichen an die Mannschaft war. Der Gedanke, hat Tuchel ja gesagt, der Gedanke war, dass Coman und Sané noch mehr außen stehen und unsere Außenverteidiger halt weiter aufrücken. Aber ich habe es auch nicht verstanden. Stand dann teilweise ja mit 2 Mann hin. Keine Ahnung, wild. Beziehungsweise Tuchel hat erklärt, dass einer aufrücken sollte, dass wir überlagern eine Seite, aber wenn, dann waren dann meistens beide weg hinten. Also das hat auch nicht geklappt. Wir haben heute so gespielt, als wäre gestern Weihnachtsfeier gewesen, bei der wir bis 6 Uhr morgens durchgefeiert hätten. Ist bei den Bayern intern irgendwas in der Kabine vorgefallen? Man könnte fast meinen, die spielen gegen Tuchel. Anders kann ich mir diese Leistung heute nicht erklären. Ja. Wild kann man so interpretieren, dass die Mannschaft gegen Tuchel spielt. Ich weiß es nicht. I don't know. Ich kann es auch nicht erklären. Vielleicht gipfelt das so ein bisschen daran, ja, dass man Kimmich absägen wollte, nicht durfte, dass man Goretzka abgesägt hat, dann aber wieder zurück, weil Alternativen fehlten, dann jetzt Müller außen vor lässt. Vielleicht brodelt das innerhalb der Mannschaft. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch auch nicht sagen. Aber es wäre natürlich auch ein Trauerspiel, wenn sich eine Mannschaft freiwillig 4-5-1 abschießen lässt gegen Frankfurt, Alter. Also das geht auch nicht. Wenn da Differenzen mit dem Trainer sind, da muss das anders geregelt werden, als durch so eine Leistung da irgendwelche Sachen ins Rollen zu bringen. Also. Ja, das ist uns bewusst, dass man das hat. Andreas, ich bin auf das Spiel gegen Union gespannt. Die haben Gladbach besiegt 3-1. Wenn die Eisernen wieder zur alten Stärke kommen, dann wird das Spiel kein Selbstläufer. Natürlich nicht. Das habe ich doch von Anfang an gesagt. Ja. Auch das Spiel gegen Union wäre kein Selbstläufer geworden, weil Union nichts zu verlieren gehabt hätte. Die hätten, neuer Trainer, die hätten komplett frei aufspielen können. Und klar wird Union im Januar wieder zur alter Stärke gefunden haben. Ja, das wird ein bockschweres Spiel werden für uns. Müssen wir uns gar nichts vormachen. Das ist lange, lange nicht gewonnen. Legion, was soll man dazu sagen? Wer Schuppo, Davis, Kimmich spielen lässt und zu spät wechselt, braucht sich nicht wundern. Mir war unterste Kanone. Ach so, Minjay war unterste Kanone. Upa und Mazraoui auch scheiße. Wo war Sané? Also wer keine Titel will, spielt genau so. Tuche sind jetzt auf dem wackeligen Stuhl. Er macht nichts aus der Mannschaft. Ja, leider stimmt das so ein bisschen. Gott, du beschwerst dich, wenn ich schon froh bin, wenn die Mannschaft mal den Ball halten kann. So viel zur Wichtigkeit von Passsicherheit. Mit der Leistung hätten die in der 3. Liga verloren. Es ist komisch, dass wir jedes Mal schlechter spielen, wenn Tuchel mal Zeit hat mit der Mannschaft. Nee, ich habe mich nicht über Passsicherheit beschwert. Ich habe mich darüber beschwert, dass man die Passsicherheit so den Himmel lobt, wenn man 1-0 führt. So, das war, worüber ich mich beschwert habe. Hätte 2-0 gestanden gegen Köln. Ja, meinetwegen halt den Ball in den eigenen Reihen. Spiel Ringepitz mit anfassen. Ist nicht schön für uns anzusehen, aber ist legitim und dann ist das so. Wenn das so der Anspruch ist, wie wir Fußball spielen wollen, alles gut. Ja, haben wir unter Guardiola zum Schluss halt auch gesehen. So, 80 Minuten Ballbesitz ohne Torchance. Alles gut. Was ich kritisiert habe, war einfach, dass es 1-0 stand. Und nochmal, du jederzeit einen ungerechtfertigten Elfer kriegen kannst. Sonst irgendwas. Und es steht 1-1. So, das ist das Einzige, was ich kritisiert habe. Und dass das dann so gefeiert wurde. Ja, das war die stärkste Halbzeit, die ich diese Saison gesehen habe. Also das war die grottenschlechteste Halbzeit, die ich gesehen habe. So, das ist, was ich kritisiert habe. Nicht die Ballsicherheit an sich. Ja. Da muss man schon einen Unterschied machen. Und nur mal, um das jetzt, sehr gut, dass du das nochmal ansprichst, Bot. Da kann ich nämlich gleich nochmal weil die Argumente waren ja, es ist gut, dass wir nicht gewechselt haben, weil die Spieler, die eingewechselt worden wären, ja nicht so passsicher sind. Da sind ja dann Statistiken aufgerollt worden von Hunz bis Kunz. Ich denke, all das wurde dann jetzt gegen Frankfurt auch widerlegt, oder? Dass unsere doch so tollen, super statistisch starken, passiven Spieler, die waren alle nicht passiv. Abgesehen von Harry Kane vielleicht. Also, nee. Didi Meise, mit Fug und Recht kann man behaupten, dass dein Einsatz während der Spielanalyse die Leistung der Spieler nicht nur heute in den Schatten stellt. Danke dafür. Ich habe noch Blutdruckmessgerät liegen bei Bedarf. Ey, hör auf, ich habe auch noch ein Dingens liegen hier. So ein Pulsgurt. Den sollte ich vielleicht mal teilweise ummachen, aber dann wird's wild. Joa, Didi war das.
So, weiter geht's. Bot. Ja, Dreierkette oder halt Holding Six. Keiner hat auch mal die gelbe gezogen, um einen Angriff zu verhindern. Ja, ich sag ja, es hat sich halt einfach keiner gewehrt und keiner hat auch mal ja, das Heft in die Hand genommen. Uns fehlt halt einfach, sorry, es fehlt uns halt einfach dieser Führungsspieler, der Kimmich gerne sein möchte in der Mitte. Ja, der geht uns einfach ab, Leute. Ja, ja, keine Ahnung. Beste Beispiel, Effe halt einfach. Effe war jetzt auch nicht immer der begnadetste Fußballer. War halt ein Leader, ein Kämpfer, war es nicht zu schade, mal ein Zeichen zu setzen. All das passiert bei uns halt nicht. Wir ergeben uns einfach. Wir ergeben uns, wir nehmen es hin. Das ist uns irgendwie, man bekommt den Eindruck von außen, es ist uns scheißegal. Ne? Und das ist, was einen so ärgert und so enttäuscht halt einfach. Ne? Dass halt nicht dieses Aufbäumen da ist, dieses Gegenstemmen. Und erst recht nach dem 3-1 zur Halbzeit, dass du dann rauskommst und dann Vollgas gibst. Ja, alles nicht geschehen. The Rocker. Das Problem ist und bleibt das Duo Kimmich und Goretzka. In 2 Jahren haben die vielleicht max 5 gute Spiele zusammengespielt. Der Verein muss endlich reagieren. Ja, stimme ich dir zu. Noch dazu ist RV wirklich durchschnittlich besetzt, aber auch Davis springt überall rum und dann kommen solche Spiele raus. Ja, ich bin da bei dir. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Problem ist, dass diese Spieler halt einfach nicht in den Konkurrenzkampf gehen. No. Oder gehen müssen. Da können dann die Spieler nichts für, da muss der Verein oder der Trainer, beziehungsweise in erster Linie der Trainer natürlich, aber diese Spieler gehen in keinen Konkurrenzkampf. Auch ein Davis nicht. Davis spielt schon seit Wochen schlecht. Ja, jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es sich um die Vertragsgespräche handelt. I don't know. Schmeißen Kretzig da rein. Ja, auch wo ein Guerrero nicht fit war. Jetzt ist ein Guerrero fit, dann lass ein Guerrero Linksverteidiger spielen. So, bumm, fertig, Feierabend. Und Mazraoui, ja, stellen Kimmich dahin, Arschlecken. So, muss man nicht rumdiskutieren. Wenn Kimmich das nicht will, auf die Bank. Fertig. Wenn er dann unzufrieden ist, ja, dann Hovi, Alter. Geh nach Barca oder Manchester oder sonst wohin. Aber all das passiert halt nicht. All das passiert nicht. Man hat nicht die Eier im Verein, im Trainerteam, diese Spieler in einen Konkurrenzkampf zu schicken. Es geht nicht darum, die Spieler wegzujagen, ne? Habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Und darum geht's mir gar nicht. Ja, sind verdiente Spieler, teilweise mehr, teilweise weniger. Dann brauchen wir nicht drüber reden. Aber dann stell die sie in einen gesunden Konkurrenzkampf. Ne? Und andersrum, bei Müller macht man es auch nicht. So, soll man jetzt sagen, der Müller ist in einem gesunden Konkurrenzkampf mit dem Schupu? und der Müller hätte den verloren gegen Schupu? Oh. Schwierig. Daniel, wir sehen die Saisonziele gefährdet. Ja, die sind ja schon lange gefährdet, aber aus dem Pokal sind wir schon ausgeschieden. Pit-Nachname. Tuchel erfüllt seinen Auftrag Pokal aus und die Meisterschaft trotzdem gewonnen. Tuchel erfüllt seinen Auftrag Pokal aus und die Meisterschaft trotzdem gewonnen. Verstehe ich nicht ganz die Aussage. Ich sehe nicht, wo wir eine Meisterschaft gewinnen, aber ja, vielleicht sehe ich das auch zu schwarz. Vielleicht ist das nächste Spiel, wir hauen Stuttgart 5-1 weg, ist wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. I don't know, wir werden sehen. GB, Tuchel bekommt es einfach nicht auf die Kette. Es werden nach wie vor immer dieselben Spieler aufgestellt, egal welche Leistung sie bringen. Yes. Gehe ich mit. Christian, Frechheit ist noch gelinde gesagt. Ich bin seit 1973 Bayern-Fan mit 5 Jahren, mit 6 Jahren, 74 erstmals im Stadion gegen 1860 4-1 und jetzt seit 31 Jahren im Ausland. Habe mich oft auslachen lassen müssen, irgendwo auf der Welt. Siehe 1999 Manchester United, Hotel Sri Lanka. In Asien, Japan, Afrika oder Südamerika. Aber was heute gespielt wurde, war ein Witz. Nach dem 1:0 war klar, was passiert heute. Alle 11 gleiche Einstellung inklusive neuer Shape. Leider, ja. Schon nach den ersten 5 Minuten hat man gemerkt, dass das heute schwierig wird. Die Eintracht hat die Bayern überrannt. Nach dem zweiten Gegentor hatte die Mannschaft sich fast schon aufgegeben. Das hat am allen gefehlt. Ja. Stimme ich dir zu, XXX. Gerard Berger, du hast es gesagt. Wie sehr liebe ich einen Spieler? Was du vergessen hast, der Gedanke, wie wenig liebe ich einen Spieler, den beim Fall Müller kommt, mich keine andere Phrase ein. Wie wenig liebe ich einen Spieler, also fällt dir bei Müller keine andere Phrase ein. Ja.
Aber das sollte ja jetzt klar sein. Und was habe ich ja schon im letzten Spiel gesagt, dass das klar war. Nach dem Spiel gegen Köln denke ich, weiß Müller, dass die Zeit unterm Tuchel für ihn beim FC Bayern vorbei ist. Von daher ist es super spannend, dass da jetzt angeblich Gespräche stattfinden. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Müller verlängern wird, wenn er sich sicher ist, dass ein Tuchel die nächsten 1,5 Jahre da ist. Ist natürlich dann eine explosive Geschichte. I don't know, weiß ich nicht. Wild. Gibt im Moment gefühlt so viele Nebenkriegsschauplätze bei uns im Verein. Ja. I don't know. Schwierig. Kai. Servus. Fühl mit dir. Ich fühle mich im Grunde zu enttäuscht, um zu explodieren. Ja, so geht's mir auch. Man kriegt es mehr schlecht als recht hin. Setzt dazwischen ein paar gute Spiele, aber man spürt es schon lange. Der Knall kommt. Dortmund hat es vorgemacht, wobei es dort zwar eher eine Achterbahn gleicht, aber andere Mannschaften sollen ja kein Vergleich sein. Aber es fällt halt auf, bei den Klassenbesten der letzten Jahre ist der Wurm drin. Man putzt Dortmund zu Hause 4-0 weg und lässt sich in Frankfurt 5-1 aus dem Stadion schießen. Naja, wenn es mal in Gladbach gut geht, sind es halt die Frankfurter, die zu übermächtig sind. Ich frage mich wirklich, was in den Köpfen der Spieler, aber ebenso des Trainers vorgeht. Pokal raus, Champions League. Mit diesen immer wieder leichten bis schweren Schwankungen sehe ich da zumindest momentan keine Wahrscheinlichkeit, weit zu kommen und gut zu spielen. In der Liga konnte man froh sein, mit einem möglichen Sieg über die Eisernen durch das Torverhältnis an Leverkusen vorbeizuziehen, was man mit dem Spiel in Frankfurt zum Glück ja nun gerade noch verhindern konnte. Naja, Leverkusen und Stuttgart duellieren sich morgen ja noch, wobei der FCB ja auch direkt Stuttgart vor der Brust hat. Da wird mir schon wieder Angst und Bange, denn auf die Reaktion nach einem verlorenen Spiel möchte ich nicht ständig bei dieser Mannschaft und diesem Trainer vertrauen. Da vertraue ich eher auf Leverkusen derzeit die Konstanz. Die machen ihre Hausaufgaben und dies eben nicht nur ausreichend, so wie der FCB früher auch. Traurig, das als Fan des FCB zu sagen, aber man muss ja fair sein und gönnen können. Ja. Also ich denke, wie gesagt, ich habe das Spiel gesehen, Stuttgart gegen Leverkusen. Ja, man hat halt Fußball gesehen. Ja, auch ein Wirtz, der all das spielt, was uns fehlt im Moment. Ja, da muss man das einfach anerkennen. Ja, wie auch gegen Frankfurt. Das war der mit Abstand bessere Fußball. Das war Fußball, das war eine Mannschaft auf dem Feld. Das hat man bei Stuttgart gesehen, dass das eine Mannschaft ist. Und das wird ein super schwieriges Spiel gegen Stuttgart. Ja, wenn wir da auch nur ansatzweise wackeln werden oder sowas. Gerade auch wieder bezogen auf unser defensives Mittelfeld. Also Betty, das wird eine heiße Nummer werden. Wir freuen uns über guten Fußball, wir freuen uns über eine mannschaftliche Leistung. Wir freuen uns über verdiente Erfolge, aber solche Nichtleistungen wie gegen Frankfurt sind schmerzlicher als die Freude über 2 bis 3 Siege. Ich frage mich an solchen Tagen, wer spielt da? Der FCB kann das nicht sein. Haben wir da nur noch Egoisten und Mimosen auf dem Platz, die sofort in ihrer Lust und Leistung einbrechen, wenn irgendwas anders ist, als es den Herren gefällt? So möchte ich auch mal auf die Arbeit gehen. Leistung zweitrangig, irgendwie bekommen wir den Tag schon rum. Mir ist Samir, Hauptsache Trainingsweltmeister. Sorry, mein Hals macht schon wieder Faxen. Kai, super, super Post. Ich stimme dir voll und ganz zu, ne? Ist halt, ja, man hat so das Gefühl, ja, wie ich schon sagte, wenn es nicht läuft, ja, ganz wild. Es fehlen die Impulse einfach aus der Mitte. Ja, ich meine, ich will nicht immer auf dem Kimmich rumreiten und auf dem Goretzka, aber am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, Alter. Das ist die Zentrale, das ist das Herz der Mannschaft und da müssen dann die Impulse kommen. Ja? Da musst du halt mal auf den Ball treten, musst das Spiel mal beruhigen, musst mal auch die Leute ordnen. Dafür bist du ein defensiver Mittelfeldspieler, um das Spiel vor dir zu ordnen. Ja, vielleicht auch mal ein bisschen mit Absprache hinten die Kette. Ich muss halt auch sehen, als defensiver Mittelfeldspieler, ich muss jetzt mehr die Kette unterstützen, die hat gerade Probleme. Und genauso muss ich sehen, pass mal auf, Leon, hier, komm mal ran, hier, du bist jetzt neben mir, ja. Es geht so nicht. Wir sehen das, wir kriegen keine Ballkontrolle, gar nichts. Da muss ich Unterstützung einfordern, ja. Man hat so das Gefühl,
die sind nicht eigenständig. Gar nichts. Ja, da ist keine Mannschaftsdynamik drin. Irgendwas. Alles so, ja, das hat der Trainer jetzt so vorgegeben und das spielen wir jetzt so, es ist uns egal, was passiert. So. So eher so, man hat das Gefühl so, die Spieler spielen so und denken sich im Kopf so, Richtung Trainer. So, weißt du? Ich verstehe es nicht. War erschreckend leider. Aber nochmal, war eigentlich abzusehen, dass solche Spiele kommen werden. Ja. Ich meine, ich hatte ja dann die Hoffnung, dass wir gegen Dortmund die Kurve gekriegt haben. Hab ja gesagt, gibt der Mannschaft mal Zeit bis zur Winterpause. Aber dann so ein Dämpfer wie jetzt wieder in Frankfurt, boah, der lässt schon tief blicken, Alter. Ne? Kevin, ich kann nicht über das ganze Spiel urteilen, weil ich selbst kein Sky habe und mich meistens mit der Konferenz zufrieden geben muss. Das, was ich gesehen habe, war absolute Katastrophe. Nachdem ich einige Spiele unter Tore gesehen habe, komme ich zum Schluss, Thomas Tuchel passt nicht zur Zukunft des FCBs. Gerade von einem Trainer seines Kalibers deutlich mehr Feuer, Gestandenheit, Führungsqualität, Reaktion auf Probleme und die Qualitäten einzusetzen, die er hat. Nein, es ist immer nur Mi. Ich habe mir vor diesem Kommentar die PK nach dem Spiel gegeben und bekomme Aggression beim Zuhören. Ich brenne für diesen Scheißsport und kriege dann einen emotionslosen Idioten vorgesetzt, der mir erklären will, das Ergebnis dies und jenes nicht widerspiegelt. Halt die... Punkt. Ist der Typ blind oder ist er ernsthaft der Meinung, Großes erreichen zu können mit dieser Einstellung? Es ist doch klar, sehr gute Spiele zu sehen. Weil der Kader auch nichts anderes hergeben sollte. Unsere Mannschaft präsentiert sich, als wären sie für immer auf Platz 1 eingraviert und entschuldigen sich dann am Ende der Saison bei den Fans für diese Leistung. Wenn es wegen Leverkusen nicht reicht, statt Feuer zu geben. Einem Serge Gnabry interessiert es einen Scheiß, wie es läuft. Hauptsache die Kohle stimmt. Das war unter aller Sau. Diese Einstellung zum Spiel ist keine Neuheit. Das ist Arbeitsverweigerung. Der FCB stellt sich als Verein dar, der immer wieder über sich hinauswachsen will und Erfolge als nicht selbstverständlich ansieht. Die Männer verdienen aber zu viel Kohle. Das ist ein Systemproblem. Herr Freund hat einiges an schwieriger Arbeit vor sich. Den Kader in Schwung zu bringen, ist doch klar, dass die Leute aus dem World Squad diese vorgelebte Scheiße mitbekommen, sich alles leisten zu können, ohne großartige Konsequenzen, wenn die Leistung der eigene Name stimmt. Ja, das ist aber ein generelles Problem. Was wir aber leider, wo wir wieder dabei sind, Leistungsprinzip und so weiter, was wir leider aber durch die Profis teilweise vorleben. Ja, da bin ich bei dir. Und bei sowas erwarte ich von Herrn Dresen einen Appell an die Mannschaft, wenn es der eigene Trainer nicht hinbekommt. Gerade nach so einer Niederlage. Tuchel führt sich gegenüber den jungen Spielern wie ein Arschloch auf und wie wir hier öfters diskutieren müssen, wir uns nicht wundern, wenn Talente keinen Bock auf diese Scheiße haben, weil ihre Leistung irrelevant ist. Ich möchte einen Tell nicht gehen sehen, weil er bei uns nicht die Chance bekommt. Bayern steht, seitdem ich Fan bin, für attraktiven, offensiven, kontrollierten Fußball, so dass eine Mannschaft sich bei Rückstand oder Unentschieden in die Hose geschissen hat, wenn Druck in der Schlussphase von uns kommt. Und Tuchel kommt, ja. Ich muss hier und da analysieren und mir den Kopf machen. Verändern tut sich nichts. Jetzt ist das Spielglück ausgeblieben und schon haben wir den Salat. Ein Trainer kann einiges bewirken. Siehe Urs Fischer, Hansi Flick oder Xabi Alonso. Siehe Hoeneß in Stuttgart. Deshalb würde ich keine Zukunft mit Tuchel planen, weil sich nichts geändert hat. Nagelsmann hatte auch sehr gute Spiele und Leistungsschwankungen. Lass das Team mal wieder in ein Loch fallen und schon sind die Ergebnisse nicht mehr zufriedenstellend. Joa. Hast du schön zusammengefasst, denke ich. Ja, ich meine, Herr Freund hat ja wenigstens klare Aussagen getroffen. Tuchel ja auch teilweise in der PK, aber sich teilweise dann wieder widersprochen. Ganz wild. Beim Tuchel irgendwo vielleicht verständlich. Er ist der Trainer, dass er jetzt nicht da auf die Mannschaft draufknüppelt. Aber ja, das muss dann jemand aus dem Verein machen. Ja, ob es der Sportdirektor ist, ob es dann ein Chrissy ist. Erinnert euch an Champions League in Lyon, Franz Beckenbauer, sonst was. Das muss ja, keine Ahnung, das muss nicht extern passieren, aber intern muss das rumsen. Und zwar richtig. Ja. Aber das ist halt so das Dingen, wenn man die ganze Saison sieht, dass man nie den Finger in die Wunde gelegt hat. Ne? Wir haben immer wieder gehört, oder ich musste mir auch immer wieder anhören, ja, du bist viel zu kritisch, Ergebnisfußball ist doch super.
Ja, wir haben nie den Flow gekriegt. Wir hatten jetzt den Flow gegen Dortmund, 2 Spiele danach dachte man: „Jo, jetzt haben wir eine gute Form, geht gut." Und dann spielt man gegen Köln so ein Spiel, was dann in den Himmel gelobt wird, was ich bis heute nicht verstehe. Ja, das war kein FC Bayern Fußball. Ähm, Dann siehst du dasselbe Gekicke gegen Kopenhagen, was zu erwarten war. Ja, und dann kriegst du gegen eine heiße Mannschaft, die engagiert ist mit 'nem super Stadion, was Feuer gibt, sich nach vorne peitscht, kriegst du dann die Packung, die du verdienst, ja? Ähm, Wir haben halt insgesamt kein Leistungsniveau, wo man sagt: „Guck mal, das ist unsere Leistung, die können wir immer abrufen." Und ja, mal hat man 'n paar Ausschläge nach oben, hat man 'n paar Ausschläge nach unten. Das haben wir nicht. Wenn, dann ist das hier ganz unten, ne? Und das ist dann einfach zu wenig für den FC Bayern. Und wenn ich dann einen Trainer höre, der da sitzt in der PK und sagt: „Ja, ich habe alles weitergegeben an die Mannschaft und es ist anscheinend nicht angekommen bei der Mannschaft." Ja, da muss man von Vereinsseite halt hellhörig werden, ne? Wenn du 'n Trainer hast, der die Mannschaft nicht erreicht, ähm, dann wird's schwierig. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen: „Tuchel raus" oder so was. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Ob er Vorgaben vom Verein kriegt bei bestimmten Spielern oder so, das wissen wir halt nicht. Was halt super wird, ist, ja, ich habe es in dem Video jetzt auch schon öfter gesagt, ich habe mir vom Tuchel halt von Anfang an was ganz anderes erwartet, als wie er bei uns aufgetreten ist. Und vielleicht fällt ihm das jetzt auf die Füße. Didi, kannst du nicht auch die 3 Vorrundenspiele der EM kommentieren? Das kann ich dir noch nicht sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich die gucken werde. Eins vorweg. Normalerweise heiße ich Ben, bei dir im Stream. Nur mein Agro-Statement zu dem Spiel. Ben, servus erstmal. Einfach lächerlich allein die Aufstellung mit Choupo. Warum kein Müller oder Tell? Denke nun ist klar, dass eine Legende abgesägt ist. Davis und Moose grottenschlecht, Choupo sowieso. King ebenso. Welcher Spieler hat dieses Spiel ernst genommen? Sorry, hab Blutdruck. Hoch. 10.000. So ein schlechtes defensives Verhalten selten gesehen. Davis rutscht nach 2 Minuten aus und es hätte 1-0 stehen können und so weiter. Offensiv gar nichts. Keine Flanken und keine Suche nach dem Stürmer. Choupo hätte ich nach 20 Minuten ausgetauscht. Davis spätestens nach 30. So viele individuelle Fehler nach einer unmöglichen langen Pause für uns. Ja, ich denke auch, dass das mal ein legitimes Mittel ist, ne? Aber das ist ja auch wieder, wo wir wieder dabei sind, dass bei uns die Spieler in Watte gepackt werden, Alter. Ich verstehe es auch nicht, ja? Die werden einfach in Watte gepackt. Es ist ein ganz legitimes Mittel, wenn die Mannschaft scheiße spielt, dass man nach 20 Minuten einfach mal einen Spieler auswechselt, um 'n Zeichen zu setzen, um der Mannschaft zu zeigen: „Leute, so reicht das hier nicht." Ja? Aber dann kommen wir jetzt wieder zu dem Problem, dass Tuchel das von Anfang an nicht gelebt hat bei uns, diesen Leistungsgedanken. Absolut nicht. Der hat sich seine Spieler rausgepickt, der hat gesagt: „Die nehme ich, da halte ich dran fest. Alle anderen kommen mal rein für ein paar Minütchen oder egal welche Leistung sie bringen, dürfen dann mal, wenn einer ausfällt, ja, dann bringe ich die mal." Du hast bei uns nicht das Gefühl, wie unterm Jupp, unterm Ottmar, ähm, ich weiß gar nicht, unterm Flick, habe ich gar nicht auf dem Schirm jetzt gerade, aber dass du halt 15, 16 Spieler hast, die deine erste Elf sind, ja, was du meiner Meinung nach auch brauchst. Du kannst nicht sagen: „Das ist meine erste Elf und alle anderen bringe ich dann, wenn es irgendwelche komischen Umstände sind, wenn sich einer verletzt oder sonst was." Du brauchst halt diese 15, 16 Leute, gerade wenn du alle 3 Tage spielst. Du kannst nicht, alle 11 Spieler immer durchspielen lassen und dann von Belastung reden und dann auf einmal sagen: „Wir haben keine Belastung. Alles ist gut." Das ist das große Problem. Man nimmt nicht, und deswegen glaube ich auch, gibt es nicht dieses Mannschaftsgefühl. Man nimmt nicht alle Spieler mit, habe ich so den Eindruck, ne? Was super schade ist. Ich denke, wir haben das Potenzial vom Tell gesehen, Alter, in den Spielen, wo er spielen durfte am Anfang der Saison. Dass er dann irgendwann keinen Bock mehr hat, dass das dann abfällt. Leute, dass er's überhaupt so lange durchgehalten hat, ja, jedes Mal sich wieder so den Arsch aufzureißen, ist doch völlig legitim. Dasselbe bei Müller. Meint ihr denn, der Müller war super glücklich über die Einwechslung beim 5-1, nachdem das Spiel gelaufen ist? Ne, mit Sicherheit nicht. Also, das sind alles so Sachen, wo ich glaube, schwierig, ja. Aber ich verstehe es halt nicht. Ich weiß nicht, wie Tuchel bei PSG oder Chelsea das gehandhabt hat. Er hat ja Erfolge gehabt und, ist ja 'n guter Trainer. Deswegen weiß ich nicht, ob's nur an ihm liegt oder ob's einfach von Vereinsseite ist. Ob da irgendwelche Vorgaben sind, ich habe keine Ahnung.
Es ist auf jeden Fall super schwierig, diese Saison mal wieder. Aber das war auch zu erwarten nach der letzten Saison, wenn das Spielermaterial dasselbe ist. Ja? Von daher wild. So viele individuelle Fehler nach einer ungewöhnlich langen Pause für uns. Bin am explodieren. Sorry, Tuchel definitiv falsch bei uns und ich bleib dabei. Nach der Winterpause muss er weg. Was hat er anfangs gesagt? Ich bin schockverliebt. Nun wird er geschockt sein, hoffe ich. Nicht ein einziger Spieler hat das Gefühl gegeben, gewinnen zu wollen. Sorry, nicht falsch verstehen. Man kann verlieren. Aber die Art und Weise ist traurig, beziehungsweise die Einstellung genau wie gegen Köln oder Kopenhagen. Da hatte Tuchel zumindest seine Argumente auf seiner Seite. Warum spielt ein King so schlecht, ein Sané auch nicht viel besser heute? Ewig unzufrieden und so weiter. Ein Davies ein Schatten seiner selbst. Kimmich kein Stratege im Mittelfeld. Wir haben kein Team mehr und es macht oft keine Lust mehr zuzusehen. Leider tue ich mir als Fan auch solche Spiele an und nochmals, du kannst verlieren, aber bitte kämpfe und tu was für dein Geld. Bin leider zu impulsiv und könnte kotzen wegen dem Spiel. Wäre mehr drin gewesen, aber nicht mit so einem Trainer, der dauernd jammert wegen Belastung und dem Team, welches sich innerlich selbst zerfleischt. Sorry, bin heute angepisst und finde deine Aussage voll korrekt. Muss jetzt mal ein Bier trinken, damit ich runterkomme. Sorry und bis bald im Stream. Also Ben, du musst dich hier für nichts entschuldigen. Ne? Hier kann jeder seinen Frust mal freien Lauf lassen. Tue ich ja im Video genauso. Gut, ich war jetzt nicht ganz so, ich war eigentlich mehr enttäuscht, hat man gemerkt. Aber wenn dann so ein Triggerpunkt kam, bin ich auch steil gegangen und ja. Ich habe jetzt nichts, wo ich sagen würde, stimmt so absolut gar nicht. Wie gesagt, man kann über vieles reden, wir können vieles analysieren und vieles führt dann am Ende auf den Verein und den Trainer zurück. Ja. Angefangen bei der Sechsergeschichte in der Vorbereitung, dass man unbedingt den Rice haben wollte. Ja. Und dann am Ende dann doch wieder auf den Kimmich setzen musste. Und ja, I don't know. Das war, glaube ich, schon so das Erste. Dann, wie gesagt, den Müller auszusortieren, ist noch nie gut angekommen. Es ist ja legitim, wenn es vorne gut läuft. Wir haben ja ein paar gute Spiele gesehen, wo die 4, die gespielt haben, vorne gut harmoniert haben. Dann ist das okay, dass Müller draußen sitzt und dass man dann aber einen Choupo in 2 Spielen den Müller vorzieht. Also, das ist für mich, das geht in meinen Kopf nicht rein. Also, wir haben schon gegen Köln keine Argumente gesehen, warum der Choupo da auf dem Platz stand. Also, ich nicht. Haben wir ja schon drüber geredet im Stream, das haben einige anders gesehen. Ich habe diese Argumente nicht gesehen. Ja, dann durfte Müller aus Mitleid spielen, weil Choupo verletzt war gegen Kopenhagen. Sonst hätte er da wahrscheinlich auch nicht gespielt. Und dazu dann immer diese Aussagen vom Tuchel, die halt einfach nicht passen. Ne, er erzählt immer so und ja, eigentlich müssten die alle spielen, bla und Sülz und ganz schwierige Kiste aktuell bei uns. Nodutsch. Bin einfach kein Fan vom Tuchel-Fußball. Wenn ich das mit Stuttgart oder Leverkusen vergleiche, selbst wenn die schlecht spielen und verlieren, ist das ansehnlicher. Als wenn Bayern mal einen guten Tag erwischt, ist einfach keine Mannschaft. Ja, das ist so. Leider. Ja. Wie ich gesagt, ich habe auch Stuttgart gegen Leverkusen gesehen. Gerade Stuttgart erste Halbzeit, was da für Kombinationsfußball zu sehen war. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal bei uns das gesehen haben. Leider. Ja, ja, wir haben bei unseren guten Spielen gegen Dortmund haben wir auch mal Kombinationsfußball in Konter über 3, 4 Stationen gesehen. Aber es hat Stuttgart im Aufbau gespielt, Alter. Da wusste jeder, wer wo ist, wer wo sich zu bewegen hat. Bei uns ist das nicht. Bei uns ist der den Ball hat, die ärmste Sau auf dem Feld. Da bewegt sich keiner, alles steht, wartet, wo geht der Ball jetzt hin? Es ist super ätzend. Der Equalizer. Solange Kimmich weiter auf der 6 spielt, wird das nichts. Die Kombi Choupo Kane passt auch überhaupt nicht. Schwer zu verstehen, warum Tuchel das nicht sieht. Bin gespannt auf die Wintertransfers. Choupo und Gnabry könnten gerne weg. Ja, das passt gar nicht. Also das harmoniert auch gar nicht, Choupo Kane. Also ich verstehe es auch nicht. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich blick's halt auch nicht. Aber ich bin auch nur ein Dude, Alter. Bin halt kein Bundesliga-Trainer. Seppi, als das letzte Mal 25 gegen Frankfurt verloren haben, wurde Flick Trainer. Ich meine ja nur. Jo. Helga, ich sage es immer wieder, diese Mannschaft fehlt schlichtweg an Qualität. Diese Niederlage war längst überfällig. Unsere Punkte täuschen über vieles hinweg. Da bin ich 100% bei dir. Habe ich das, was ich seit
Anfang der Saison erzähle. Ein Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry und Co. sind ein Sinnbild des deutschen Fußballs. Die großen Turniere, EM WM sind keine Zufälle mit diesen Spielern. Omid Hashimi? Für mich gehört der Leimer neben Kimmich. Goretzka ist einfach zu langsam und gehört auf der Bank. Leimer haben wir wenigstens einer, der gegen den Ball Druck macht und kämpft. Ja, den hättest du auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit auf die 8 stellen müssen, ja. Und sagen müssen, komm jetzt mit einer Feuer, du hättest mal Druck auf den Götze machen können. Aber Götze konnte schalten und walten, wie er wollte, auf Frankfurter Seite. Ne? Weiß ich nicht, ob ein Goretzka jetzt zu langsam ist, das sehe ich eigentlich nicht so. Aber ein Goretzka ist nicht diese Art Spieler, der da vorne rumsteht, wo er gestanden hat. Ich verstehe das nicht. Das haben wir auch schon in den vorigen Spielen mal gesehen, dass ein Goretzka auf halb links oder halb rechts offensiv steht. Was soll er da? Was soll ein Goretzka da? Goretzka ist nicht der große Kombinationsspieler. Ich verstehe es nicht. Was soll ein Goretzka da? Goretzka kann guten Ball in die Tiefe spielen, ja. Aber doch nicht auf dieser Position, Alter. Goretzka, das weiß doch jeder, hat doch seine Stärken, wenn er mit Anlauf kommt. Oder wenn er dann in den Strafraum reingehen kann und den Stürmer unterstützt. Das war aber nicht nötig, wenn dann Choupo mit auf dem Feld steht. Das war wieder völlig sinnfrei. Ansonsten, Goretzka hat einen sehr, sehr guten defensiven Part gegeben gehabt, letztens. Mit Kimmich zusammen. Dann stell ihn doch auf die Doppel-6. Ja, dass du übrigens defensiv sicher stehst. Dann wäre doch alles gut gewesen. So, aber nein, man stellt Goretzka wieder da vorne hin, wo er völlig sinnbefreit steht und selber nicht weiß, was er machen soll. Also, habe ich nicht verstanden. Wie schön war der Bayern-Fußball unter Flick. Ja, im Gegensatz zu diesem Fußball war er das. Briggs, krass, hab das Spiel nicht sehen können und sehe gerade hier das Ergebnis. Yippie, super. Was soll ich dazu sagen? Bin gespannt auf die Analyse, aber bitte erklär mir mal alle, wie das passieren kann. Danke Mannschaft, danke Trainer, ihr Pflaumen. Wie war das mit Mannschaftsentwicklung? Eher positiv die letzten Spiele? Denke, das Spiel sagt alles aus. Bitte wechselt den Trainer und einige Spieler weg. Ich habe die letzten Wochen genug geschrieben. Keine Moral, diese Mannschaft, keinen Plan. Lächerlich. Puh, muss ich mich zurückhalten. In dieser Mannschaft sind so Spieler, die denken, sie wären die Besten, genau wie in der Nationalmannschaft. Yes. Aber nochmal, diese Probleme sind leider hausgemacht. Und wenn man den Spielern halt nicht sagt, dass sie schlecht sind und sie dann dahingehend auch bestraft, indem man mal einen Pavlovic reinwirft und den anderen gestandenen Spieler mal auf die Bank setzt, damit er das mal realisieren kann. Wie sollen die Spieler das sehen? Oder wie sollen die Spieler das merken? Ne? So, wie sollen die das raffen? Geht ja nicht. Versteh's halt nicht. Primo. Choupo kapiere ich auch nicht. Vielleicht ist Musiala noch angeschlagen, aber selbst dann. Vielleicht will man ihn nochmal zeigen, damit man ihn verkaufen kann. Im Ernst. Ist mal ernst, ob du jetzt 1 Mille oder 2 für einen Choupo kriegst oder ob du ihn umsonst gehen lässt, Alter, wen interessiert's, ey. Von daher sehe ich das nicht als Argument. Ich würde es im Argument sehen, wenn es darum geht, dass ein Choupo noch immer unbedingt verlängern will, weil ein Tuchel ihn gerne halten will. Dann könnte ich das verstehen, aber andersrum nicht. Du hast einen Tell, Müller, Musella draußen und dann lässt du Choupo und auch Koman spielen. Das kann man objektiv nicht rechtfertigen. Nee, kann man auch nicht. Patrick, eine Schande war das. Man sollte jedem Spieler das Gehalt streichen. Nächsten Sonntag führt uns der VfB vor. Wenn wir diese Leistung zeigen, ja. In der Form wird das eine Heimpleite gegen Stuttgart und Tuchel ist weg. Ja. Heiko, ich war mit der Leistung der Bayern absolut zufrieden. Das Ergebnis völlig ausreichend. Von mir aus können die auch in Zukunft so weiterspielen. Ich glaube, nach diesem Spiel werde ich auch zum Bayern-Fan. Ja, viel Spaß. Tiger Chris, also mir fehlen die Worte. Eine Frechheit von der Aufstellung bis zur Umsetzung, wenn man von Umsetzung sprechen kann. Wenn alle fit waren, dann muss Tuchel spätestens nach dem 2:0 reagieren. Aber nur Reaktion. Das Choupo spielt wahrscheinlich wegen Afrika Cup, war schon eine Frechheit vor allen Dingen, wenn du die Bank hast. Den maßlos sauer und hab auch zum ersten Mal seit langem das Spiel nicht zu Ende geschaut. War es nicht wert. So kann man sich den Samstagabend auch versauen. Ja, bin ich bei dir. Ich hätte ich hier will ich nicht diese Reaction machen, hätte ich wahrscheinlich auch nach 60 Minuten ausgeschaltet. Also ich kann jeden verstehen, der nach 60 Minuten abgeschaltet hat. Also es war nicht mit anzusehen. Felix,
Mein Tuchel-Bashing. Sein Plan einschleimen beim Ehrenpräsidenten, dafür die eigenen Spieler öffentlich bloßstellen. Ist doch klar, dass dann die Spieler gegen den Trainer spielen. Er gefällt mir nicht. Marco Günther. Nie im Leben wird man mit dieser Mannschaft Meister. Wenn man sich Spiele von Leverkusen und Bayern anschaut, ist da ein Klassenunterschied zu sehen. Coman sollte nicht mehr von Anfang an spielen. Die letzten Spiele waren unterirdisch. Jeder Zweitligaspieler würde sich da mehr reinhängen. Ja. Ich habe jetzt noch nicht so viele Leverkusen-Spiele gesehen, aber selbst Stuttgart war für mich, also ich habe noch nicht die erste Halbzeit von Stuttgart, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich sowas das letzte Mal bei uns beim FC Bayern gesehen habe, es ist schon ewig her. Und ja, das ist ja, was ich die ganze Zeit angeprangert habe. Oder warum ich immer wieder kritisiert habe, auch wenn wir gewonnen haben und die Spiele einfach schlecht waren. Ja. Irgendwann gipfelt das in diesem, wie es jetzt gegipfelt ist. Und ja, vielleicht kriegen wir jetzt wieder die Kurve. Ich garantiere euch, das wird nicht das letzte Mal die Saison gewesen sein, dass wir solche Leistungen zeigen. Weil es hakt an ganz, ganz vielen Enden und Ecken aktuell. Maggie oder Maggie, dass eure Kommentare, Video zum Frankfurter Debakel wird bestimmt wieder richtig viel Klicks machen. Das ist immer so, dass das Negative mehr Leute anzieht wegen Sensationen und so weiter, weil das für die Leute wie Kino ist. Ja. Da hast du recht. Beziehungsweise muss man fairerweise auch sagen, dass YouTube das dann aber auch mehr vorschlägt. Ich kann das ja nachgucken in Analytics und da siehst du das ganz klar. Also. Ja, I don't know. Ist halt ein bisschen weird, aber ja, wir leben in einer Welt, wo das Negative oder wo sich die Menschen gerne an dem Leid von anderen aufgeilen und das geiler finden, als wie Erfolge mit jemandem zu feiern. Ne? So ist das halt einfach. Aber gut. That's alive. Provo. Oder provokativ. Pokal weg und wenn Bayern morgen gewinnt, ist die Meisterschaft wahrscheinlich auch weg, wenn Bayern nicht einbricht. Hat jemand die Nummer vom Hansi? Champions League ist noch da, einfach 2020 wiederholen mit Hansi. Nee, ich glaube nicht, dass ein Hansi Flick gerade irgendwie... Obwohl, vielleicht wäre er sogar der Richtige, ja, weil er doch schon so auch der Streichler ist. Es würde aber auch dann wieder nur über gewisse Sachen hinweg täuschen. Ja. Wird einfach Zeit, dass wir einen generellen Umbruch machen. Ja, und eine generelle Strategiewechsel fahren. Nochmal, dass so ein Kimmich und Goretzka und so weiter, dass man irgendwo ein Sättigungsgefühl hat, wenn man ein 6-Tube gewonnen hat, was noch nie da war vor 2 Jahren, ist doch verständlich. Ja, ist doch völlig verständlich und nachvollziehbar. So, du bist bei dem Verein, du hast mit dem Verein alles gewonnen, was zu gewinnen ist. Und dass du dann irgendwo ein Motivationsproblem hast, ist doch menschlich. Ja? Aber dann veränder dich doch bitte. Also entweder hast du dann das, was ein Oli Kahn früher hatte oder auch ein F und so weiter. Entweder hast du dann die Mentalität zu sagen, oder auch ein Müller, ja, zu sagen, weiter, immer weiter. Ja, ich will mehr, ich bin hungrig, ich will nochmal die Champions League und nochmal ein Triple und nochmal. Oder ansonsten wechsel den Verein, so dass du wieder motiviert bist. Ja, das bringt ja keinem was. Man sieht es ja auch anhand der Nationalmannschaft. Das tut der ja auch nicht gut. Aber das ist ein Problem, was wir verschlafen haben, weil wir die Spieler nicht mehr dazu gedrängt haben, dass sie wieder die Geilheit kriegen und wieder die Lust haben. Deswegen war es ja auch so wichtig, dass ein Harry Kane gekommen ist, der noch nie einen Titel gewonnen hat, Alter. Der will, der ist heiß. Das siehst du in jedem Spiel. Ne? Aber du hast keinen auf den anderen wichtigen Positionen. Hast du nicht und da bist du selber schuld. Ja? Und nochmal, du bist selber schuld, dass du diese Spieler nicht in Konkurrenzsituationen stellst. Sondern du sagst, alles klar, die sind super, waren super erfolgreich hier, die spielen immer. Fertig. So, das ist ein Riesenproblem. Und das war meine große Hoffnung, wo Tuchel kam, dass das endlich vorbei ist. Und er fährt den gleichen Stiefel. Er fährt den gleichen Stiefel. Er hat es dann vor der Saison mal angedeutet, hat dann wieder einen Rückzieher gemacht. Also nochmal, wenn ich mich vor der Saison da so vehement hinstelle
in der Öffentlichkeit sage, Kimmich ist für mich kein Sechser, ich habe keine Führungsspieler, ich brauche eine Führungsachse, und der Verein gibt dir dann keinen Sechser, dann kann es nicht sein, dass du weiterhin einen Kimmich auf diese Scheißposition stellst, wenn du ihn da nicht siehst. Es ist mir scheißegal, wenn du da sonst hinstellst. Das ist schon ein Ding, was nicht geht. Das geht nicht. Ja? Mal davon ganz abgesehen, dass ein Kimmich da keinen Bock hat. So. Kannst du irgendwo dann auch nachvollziehen, ja. Aber das geht nicht. Da muss ich als Trainer das Ding auch durchziehen. Entweder stelle ich da einen Pavlovic hin, ich probiere da einen Leimer aus, ich probiere da einen Goretzka aus. Ich hätte gesagt, hätten wir noch Innenverteidiger gehabt, hättest du auch mal da einen Innenverteidiger ausprobieren können. Oder sonst was. Aber es kann nicht sein, dass du dem Kimmich das absprichst, dass er keine Führungsqualität hat, wo ich voll mit d'accord gehe, dass er kein Sechser ist, womit ich auch völlig d'accord gehe, hat der Tuchel getan, gnadenlos vor der Saison. Und trotzdem spielt er durchgehend einen Kimmich. Ohne Wenn und Aber. Egal wie schlecht er spielt da. So, wenn das dann Tuchels Art ist, zu sagen, dem Verein zu zeigen, ja, guck mal, wie scheiße das ist, ich brauche hier einen Sechser, dann passt auch irgendwas nicht. Ja, dann stellen Pavlovic dahin. Ja, der wird auch ein paar Fehler drin haben, mit Leistungsschwankungen haben, aber dann hast du wenigstens was versucht. Ja, oder red den Leon ins Gewissen, weil das ein Leon defensiv stärker ist wie ein Kimmich, hat er oft genug gezeigt, dass er die Körperlichkeit hat, dass er auch den Ball spielen kann in die Tiefe. Vielleicht wäre er wirklich ein sehr, sehr guter Sechser. So, wissen wir nicht, weil es nie ausprobiert wurde. Das ist für mich eins der größten Dinge überhaupt. Schupo vor Müller verstehe ich immer noch nicht. Das versteht keiner. Rakic. Vielen lieben Dank. 10 Schweizer Franken. Vielen lieben Dank. FC Bayern-Fan forever, ich bin gebrochen. Das war heute nichts. Ich bin gebrochen, ist auch schön. Christian Brot. Kane fragt sich wieder mal, wohin er da gewechselt ist. Er wollte doch Titel gewinnen. Ich denke, Harry Kane fragt sich gerade, bin ich wirklich mit einem Fluch belegt? Ja, Leute, ist ja noch nichts passiert. Ja, noch ist ja nichts passiert. Wir haben ein Spiel verloren, alles gut. Die Art und Weise ist natürlich katastrophal. Aber noch ist ja eine Meisterschaft nicht entschieden oder sowas. Aber ja, der aktuelle Moment, den kann man dann auch so kritisch sehen, wie er gerade ist. Für Harry Kane würde es mir schon echt leid tun, Alter. Stimmt dir bei allem zu? Bricks im Kopf, servus. Dan the Man. Warte, da trinke ich einen Schluck vor. Unsere Abwehr ist sowas von amateurhaft und das nicht erst seit gestern. Davis für 80 Millionen verkaufen, Mazraoui auch weg und dann mal eine richtig gut besetzte Abwehr aufstellen. Kim spielt ebenfalls unterirdisch. Ich bin mir nicht sicher, ob der Bayern Niveau hat. Bei Opa mal wieder die altbekannten Aussetzer. Wir brauchen eine neue Abwehr, ein neues Zentrum im Mittelfeld und vor allem bin ich froh, wenn Jamal wieder da ist. Ich hätte nach 10 Minuten gleich mal Pavlovic eingewechselt und Kimmich rausgenommen. Nach 10 Minuten wäre natürlich schon hart gewesen, aber ja, ich habe es ja schon mehrfach ausgeführt. So, es wird halt einfach nie passieren, dass ein Kimmich nur ansatzweise mal ausgewechselt wird. Oder mal nicht aufgestellt wird. Genauso hätte ich Tell reingeworfen. Gnabry muss endlich verkauft werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch ein Fehler sein wird, Sané zu behalten. Sobald er einen neuen Mega-Vertrag hat, wird er wieder in seine alten Muster fallen. Warum? Weil er einfach nicht Schweinsteiger, Robben oder Ribéry ist. Unverständlich ist für mich auch, wie ein Trainer so lange zuschauen kann, ohne sofort zu reagieren. Das verstehe ich gar nicht. Wenn ich doch nach 15 Minuten sehe, dass das mal gar nichts wird, dann muss ich gleich reagieren und taktisch umstellen und vielleicht personell 1, 2 Änderungen vornehmen. Bin ich 100% bei dir. Stattdessen wartet er bis zur Halbzeit, um es dann noch schlimmer zu machen. Tuchel ist und war von Anfang an der falsche Trainer. Wenn ich dann nicht die Aussagen nach dem Spiel höre, dann wird's mir im Himmel Angst. Wir können einfach von Glück sagen, dass jetzt bald Pause ist, wo man wenigstens etwas Schadensbegrenzung auf dem Transfermarkt betreiben kann. Und mit dieser Leistung gegen Stuttgart wird's noch schlimmer für uns werden. Wir können nur hoffen, dass es wieder so stark schneit, dass auch das Spiel abgesagt wird. Ja, also wenn man die Leistung sieht von uns und die Leistung von Stuttgart gegen Leverkusen gesehen hat, dann bin ich ehrlich, dann wird mir auch Angst und Bange. Brixenkopf, bitte jetzt noch mit Alonso ins Gespräch gehen. Wenn der nächste Saison nicht kommt, weil er nicht kann oder will, bitte mit Zidane reden. Ich kann es auch gerne machen. Ich brauche auch keine Millionen, aber das, was der Trainer da macht, das kriege ich auch hin. Bayern Atze, warum spielt ein Schuppo?
Haben vorne bessere oder jüngere, die für die Zukunft besser wären. Müller, Pavlovic oder Tell. Und leider so viele individuelle Fehler. Ja. Alexander, sorry, Tuchel war, ist und wird nie mein Trainer sein. Das ist völlig okay. Ralf, da bin ich sowas von bei dir. Absolut unverständlich, dass Schuppo statt Müller spielt. Warum sind Tell und Kretzig nicht eingewechselt worden? Das wird diese Saison nichts. Da gibt es keinen einzigen Titel zu gewinnen. Du hast so recht, danke. GB. Ich denke, dass unsere Elf der World Squad heute nicht so verloren hätte. Null Laufbereitschaft, nur Zweikampfverhalten, null Aggressivität, null Mannschaftsgefüge. Eine Note 10 heute für alle. Die Mannschaft kann man ja leider nicht sagen, da keine Mannschaft auf dem Platz stand. Ja, kann ich leider nur zu 100% unterschreiben. So geht es mir mit meinem BVB unterirdischer Fußball. Sören. Ja, Sören, ein bisschen ein Leidgenosse. Bernd Wiesenkamp. Die letzten Wochen Leistung geht nach unten als nach oben hin. Die letzten Wochen, die Leistung geht nach unten als nach oben hin. Leider ja. Also wie gesagt, wir hatten ja 3 gute Wochen oder 2 gute Wochen nach Dortmund. Köln, Kopenhagen war schon wieder nach unten und jetzt gab es dann halt den Fall nach ganz unten. Bin sehr gespannt, wie die Reaktion morgen aussieht. Andreas, schmeiß endlich nach sowas den Tuchel raus, bitte. Wahnsinn, ey. Kiesiger, man hat den Eindruck, die Spieler haben mit Tuchel fertig. Ja, den Eindruck hatte man wirklich leider. Butterzucker, das ist das neue Mir Samir. Naja, ein paar Tage ist es auch schon alt. Am Dienstag Manchester United, wenn die so spielen, dann Mahlzeit. Kier. Rakic, das Bayern-Spiel ist viel zu statisch. Keine Bewegung ohne Ball. Ja. Ego ist hinten herum Geeier kombiniert mit massenweise unnötigen Fehlpässe. Dann kommt es, wie es kommen muss. Basta. Ja, erschreckend schwach einfach, ne? DJ Kids haben richtige Meinung. Danke. Bricks. Zu Tuchel habe ich in der Vergangenheit schon genug geschrieben. Ich hoffe, es verstehen jetzt die meisten, was ich meinte. Ich habe das schon die ganze Zeit verstanden, Bricks. Ach so, vergessen. Der Mannschaft gebe ich auch eine 6. Verdi. Wo war Regenbogen Neuer? War sein Blutpulk verrutscht? Trapp war heute wieder klasse. Dafür blende ich dich aus, Alter. Muss ja immer einen ausblenden. Für so einen dummen Regenbogenspruch. Ja, weiß ich nicht, was das soll. Das Trapp. Ich weiß nicht, ob Trapp heute besser, aber er hätte nichts zu tun gekriegt. Kannst gerne hier bei irgendwelchen sachlichen Dingen bleiben, da habe ich da kein Problem mit, aber weiß nicht, was diese Regenbogen-Seitenhieb da jetzt sollte, Alter. Dann bist du hier leider auf dem verkehrten Kanal. Chico, bei der PK rastest du aus. Vorher hatte ich Galgenhumor. Nach der PK habe ich mir in die Hose gekackt. Gekotzt, reingekotzt. Die arme Hose, aber irgendwo musste ich es rauslassen. Expected Goals redet der Hirsch auf dem Podium nach dem 5-1. Ja, wild, oder? Das war wirklich wild, Alter. Expected Goals und unterm Strich, Alter. Morpheus. Ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll bei der Leistung. Von A bis Z einfach unterirdisch schlecht. Ich weiß nicht, was der Plan war, aber ich hatte das Gefühl, da steht keine eingeschworene Mannschaft auf dem Platz, sondern lauter Egozentriker. Ja, da war nicht keine eingeschworene Mannschaft, es stand gar keine Mannschaft auf dem Platz. Von eingeschworen sind wir ja die letzten 2 Jahre schon super weit entfernt. Ja. Da sind so viele Baustellen innerhalb des Kaders, das haben wir auch schon öfters mal versucht herauszukristallisieren hier auf dem Kanal. Zu viele Grüppchen auch. Das hat man jetzt versucht, ein bisschen aufzubrechen mit einem Harry Kane und so weiter. Aber eine eingeschworene Mannschaft, da sind wir meilenweit von weg. Ja. Meilenweit. Warum genau so Neuer will die Nummer 1 bei der EM sein? Das weiß ich nicht. Kid Grave, anscheinend nie selbst gespielt. Natürlich sind 10 Tage Pause scheiße, weil du einfach, trotzdem muss man sich fragen, was nach Mutting in der SL. What the fuck? Anscheinend nie selbst gespielt. Ja, dafür kannst du schon mal auch. Tschüss. Scheiße, tue ich mir nicht mehr an, Alter. Schreib sachliche Kritik, dann gehe ich auf deinen Kommentar ein. Dieses dumme Gelaber, Alter. Dann frag mich, stell nicht sowas in den Raum. Kannst mich gerne fragen, dann kriegst du eine Antwort darauf. Immer dieses dumme, du hast ja selber nie Fußball gespielt oder bla bla bla. Wenn das nicht weiß, hat deine Fresse, Alter. Junge, ey. Dumbo Jumbo. Ich wette mit dir, sobald der Kimmich weg ist, läuft es bei uns wieder. Ja, es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel sein. Das haben wir ja auch gesehen. Wo ich das nicht nur am Kimmich festmache. Also du kannst ja jetzt auf den Kimmich, klar kannst du auf den Kimmich draufhauen. Einfach, weil er diesen Anspruch hat, dieser Leader zu sein, der er bei uns nicht ist auf dem Feld.
Ja? Und auch abseits des Feldes ja nicht mehr. Man sieht es ja, der Einzige, der ein Interview macht, ist der Müller. Ja, aber diesmal war es die ganze Mannschaft, nicht nur Herr Kimmich. Ja, aber es fehlt halt der in der Mitte dieser Spieler, der Einfluss nimmt. Ja. Manipuliertes Volk. Die haben gegen den Trainer gespielt. Ja, vielleicht war das so. Denke, da haben wir ja mal wieder eine Tracht Prügel verpasst bekommen. Für das Wortspiel. Spotter, hoffentlich wird mal die richtige Bayern-Meister. Die Bayern machen den deutschen Fußball langweilig, wenn sie immer Meister werden. Jo. Gucci Kuko, manche. Das Ei hat sich Tuchel selbst gelegt. Zu verkopft. Na, weiß ich nicht, ob das was mit Kopf zu tun hat. Michael, mir kommt so vor, als wären Bayern und Dortmund in den Wechseljahren mal gut, dann wieder ein schlechtes Spiel. Und die Fans haben die Hitzewallung. Wenn man ehrlich ist, kann man Leverkusen zur Meisterschaft gratulieren. Die spielen abgeklärt und sind eiskalt. Fakt ist, wir sind hinten seit Jahren so anfällig, kaufen aber dann nur Mittelfeldspieler. Man kennt das Problem, tut aber nichts. Nee. Weil wir haben ja einen Innenverteidiger verpflichtet. Also das Argument passt nicht ganz. Wir haben zu wenig verpflichtet. Ja, wir hätten noch einen verpflichten sollen. Und einen rechten Verteidiger, da stimme ich dir schon zu. Ja. Alle Note 6. Perfekt. Gerald Berger. Haben unsere Spieler tatsächlich geglaubt, dass die Frankfurter vielleicht müde werden mit der Zeit und darum hat man erst abgewartet? Du hast völlig recht und ich habe das Gleiche gesagt vor dem Spiel. Man hatte eine unsichere Frankfurter Mannschaft noch unsicherer machen müssen. Aber nein, wir haben sie mit unserer Spielweise wieder aufgebaut. Ja. Mein Vater, alter Bayern-Fan, der 2019 verstorben, hat sich nach dem Spiel sicher im Grabe umgedreht. Schupo-Aufstellung geht gar nicht. Goretzka mit 5 Kilogramm Gipsarm sollte mal lieber draußen lassen. Richtig grottig, der peinliche Auftritt. Leider ist das so, ja. 60% Ballbesitz, 2 Halbchancen. Christian, hier ist. Ja, Berger nochmal. Wenn ich hören muss, dass ein Tuchel die Spieler kurz vor Beginn des Spiels noch mitteilen muss, wie die Frankfurter wahrscheinlich spielen werden, weil sie den Plan gewechselt haben, dann wird mir bewusst, wie schlecht wir im Moment drauf sind. Was kümmert uns vor Jahren die Aufstellung des Gegners? Wir waren die Bayern und das Spiel lief nach unserer Musik. Und der Gegner musste sich auf uns einstellen und nicht das Gegenteil. Und wir haben unsere Sache durchgezogen. Der Tuchel passt definitiv nicht zu uns mit seinem Angsthasenfußball. Ja, das denke ich auch ist ein Riesenproblem. Habe ich ja auch schon die ganzen letzten Spiele gesagt, die wir dann, wo die Ergebnisse stimmten, der Fußball grottig war, habe ich das auch gesagt. Es kann nicht sein, dass wir uns auf den Gegner einstellen. Ja, auf starke Gegner, Dortmund und so weiter, stellst du dich ein bisschen, vielleicht änderst ein bisschen deine Spielweise, aber ansonsten hast du deine Spielweise, die eingespielt ist und die drückst du durch. Dafür, wir sind die stärkste Mannschaft von der individuellen Qualität her. Ja, und da musst du in der Lage sein, deine Spielidee durchzudrücken. Kann nicht sein, dass wir uns auf den Gegner 100% einstellen und unsere Spielweise anpassen. Das geht einfach nicht. Es ist kein, ich bin der geilste Trainer, habe die geilste Taktik, Sport, sondern es ist ein Mannschaftssport. Ja. Guck dir Stuttgart an, ich kann es nur als Beispiel nehmen, die jedes Spiel in den Stiefel runterspielen und gut ist. Ja. Und die haben eine Menge weniger individuelle Qualität, als wir das haben. Ja. Also es ist einfach der verkehrte Ansatz, den der Tuchel hier bei uns im Verein gerade verfolgt, habe ich so das Gefühl. Max Albert, bis auf das Spiel gegen Dortmund ist Bayern wohl in einer schlechten Form seit mehr als einem Monat. Seit mehr als 1,5 Jahren, Alter. Aber ist gefühlt wird jeder Spieler immer schlechter. Es geht komplett in die falsche Richtung. Ein taktisches Konzept ist immer noch nicht erkennbar. Ja, das ist das Problem. Ja, wir haben es ja jetzt gerade auch schon gesagt. Das Problem ist, dass wir uns immer auf jeden Gegner einstellen, anstatt zu sagen, wir sind der FC Bayern, wir haben die und die Spieler, das ist unsere Spielidee, das spielen wir, das ziehen wir durch. Nein, bei uns wird geguckt, haben die jetzt 2 starke Kopfball-Innenverteidiger, vielleicht noch einen dritten Defensiven, der mit nach hinten rückt, sind die der Kopfball stark? Nee, pass auf, das spielen wir besser nicht mit Flanken. Ja, was machen wir? Können wir durch die Mitte? Nee. Wir gehen Köln. Ach, weißt du, komm, wir haben ein Tor gemacht. Komm, wir machen jetzt bald in eigene Reihen halten. Reicht uns doch, oder? What the fuck, Alter? Wir sind der verfickte FC Bayern, Alter. Und nicht Buxtehude. Nix gegen Monte übrigens, wa? Hoffe, Knabri und Schubo sind nach der Winterpause weg. Naja gut, das reißt es ja nicht raus, Alter. Tom Borino, was erlauben Giganten? Titane, Weltspieler. Danke Eintracht an die Bayern. Scheiß Gefühl, was?
Ja, man muss auch verlieren können. Also, keine Ahnung, wen du jetzt damit irgendwie kitzeln willst. Also, wenn man ganz klar schlechter ist und verliert, dann hat man verdient verloren. Punkt. Gerhard Sauter, jetzt seht das nicht zu schwarz. Ihr habt doch die 30 Punkte für den Klassenerhalt. Gerhard, der ist gut, danke. Gerald Berger, dieses Mal darf Tuchel sich nicht wundern, wenn er von den Experten auf die Fresse kriegt, denn diese Niederlage kann er sich auch ankreiden. Yes. Wird gelaufen. Geht klar, ja. Chico. Samalo, ich bleib dabei, der Tuchel passt nicht. Er lebt in seiner Welt und die Mannschaft in einer anderen. Ohne Kane wäre die Champions League gefährdet. Christian Loch, sorry für die scheiß Kommentare, aber ich bin sauer heute. Könnte ein schöner Tag sein. BVB verloren und wir. Ja. Oldschool. Ein Haufen hochbezahlter Schönspieler und Weicheier. Vielleicht sollte man den Kimmich im Sommer verkaufen. Oder er soll rechts hinten spielen. In der Mitte ist er einfach zu instabil. Bei so einem Ergebnis und solchen Abwehrfehlern läuten im Vorstand allerdings die Alarmglocken. Sollten wir auch gegen Stuttgart verlieren, könnte der Tuchel ganz schnell weg sein. Dennoch, die Hauptschuld tragen für mich die Spieler. Naja, das ist, glaube ich, schon ein Zusammenspiel aus beiden diesmal. Trainer wie Spieler, ja. Aber klar, am Ende stehen die Spieler auf dem Platz und nicht Tuchel. Ne? Tuchel muss raus, gibt es kein Herz für. Das ist mir zu einfach. Will Thomas Müller Tuchel wegmobben? Das weiß ich nicht. Sehr enttäuschend. KM, ja, finde ich auch. Pixie Goodman, Bayern armselig. Tuchel hat bei mir ausgespielt und liegt vor dem Abschuss. Hobby, restlos bedient. Oida, sprachlos, fassungslos. Timothy, was redest du mit Kane? Sané war mit Abstand der Beste, noch bei Bayern, alles gegenüber ihn. Ja, wenn du das so siehst, kannst du das gerne so sehen. Peter Petersen, Totalausfall, ich habe keine Abwehr gesehen. Mats Roy war unterirdisch, kein Aufbäumen, nichts dergleichen. Nö. Kauf doch einen neuen Trainer. Ringermann. Nörder. Bayern hat verdient verloren, aber klar ist auch, United werdet ihr Dienstag aus dem Stadion schießen. Das glaube ich nicht. Aber wir werden sehen. Mr. Rito Peter. Da zerreißt sich keiner für einen Erfolg für den FC Bayern. So kann man nichts gewinnen. Wie kann ein solcher Club, einen angeblichen Top-Trainer, so auftreten? Da stimmt ganz vieles nicht. Ja, stimme ich dir zu. Thomas, Defensivverhalten unterirdisch. Und das war Frankfurt. Lass mal Manchester City oder PSG kommen. Ja, ob PSG jetzt gerade so stark offensiv ist, weiß ich nicht. Und die PK danach war doch auch eine Frechheit. War sie ja. Tuchel muss weg. Besser Hans Meyer kommt. Der Kimmich muss aber auch mehr laufen. Mancher Sechser kann durch Zufall Spielmacher sein, aber Sechser ist Sechser. Aufgabe Sechser ist abfangen und zerstören. Ja. Ein Bürger, Spieler toll. Ja. Christian, aber du machst Abonnenten, Kai. Die Ratas, Spanisch for Reds, kriechen aus dem Loch. Asset Junkie. Euer Mongole ist ja der schnellste sogar. Ich weiß nicht, wer bei uns Mongole ist. Nerdfall Feuerwehr. Verdient verloren, das ist richtig. Captain Kirk. Ich kann euch das Problem des Kaders verraten. Ich tue es aber nicht. Bin kein Maulwurf. Mal den Salat. Stefan, keine Meisterschaft. Das wird nicht die Saison. Tuchel, der Falsche für den FC Bayern. 8 Spieler verkaufen und weg. Brichst den Kopf. Tuchel passt einfach nicht nach München. Bitte entlassen, so schnell es geht. Das wird nichts mehr. Zur Aufstellung will ich nichts sagen. Ein Trainer möchte einfach nicht aus seinen Fehlern lernen. Und wenn er das nicht kann und will, dann bitte weg. Sorry, Herr Tuchel, aber das geht einfach nicht. Christian Lenig, euer Scheißverein ist eine Frechheit. Und wir Adler haben die Mia durchgefickt. Haha. Ach, du bist ein ganz toller. Dafür hast du ja auch eine Ausblendung verdient. Holger, wen interessiert der FC Bayern? Ja, dich ja anscheinend nicht, deswegen brauchst du hier auf dem Kanal auch nichts schreiben. Marien, Bauern bleiben Bauern, lieber Alter. Junge. Ich bin mit meiner Freundin im Stadion gewesen, konnte sie endlich überreden und dann siehst du sowas, wie dein Verein untergeht. Was ein Totalausfall. Bin ebenso enttäuscht. Liebe Grüße aus Frankfurt. Dominik, liebe Grüße zurück. Kann Tuchel einfach gehen? Solarian? Das weiß ich nicht. Leute, es hat sich ja in Grenzen gehalten von der Kommentare. Vielen lieben Dank dafür. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ja, ich weiß nicht, wann das Video rauskommt. Das ist relativ lang. Ich weiß nicht, ob das gerendert ist, bis ich näher den Stream anwerfe. Wir werden es sehen. Ansonsten wird es vorher kommen. 18 Uhr bin ich live.
Und dann gehen wir heute mal in die Live-Pressekonferenz rein vor dem Champions League-Spiel. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Tschüssi.